Hey, mega cool bist du da. Ich habe voll Freude, bist du heute da. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du da bei uns sitzt. Nein, weil ich habe gedacht, du bist jemand von der Ersten, den ich angerufen habe. Ja. Zum Fragen, ob du in unseren Podcast kommen würdest. Und du hast gesagt, hey Angie, voll cool mache ich. Und ich bin so da gekocht und dachte, was? Er hat jetzt gesagt, er findet das cool. Und ich so, ja, und ich habe mega Freude gehabt, dass du gesagt hast. Ja. Ja. Und darum, very much welcome hier im Studio 80. Was immer das Dorf braucht, bin ich bereit zu leisten im Sinne von, also das klingt jetzt ein bisschen pathetisch. Ich finde, wir müssen das Dorf zusammenhaben und was immer ich meinen Beitrag dazu leiste ich sehr gerne. Das ist mega cool. Und das hat auch mit meiner Rolle zu tun als Gemeinderat, aber überhaupt nicht nur. Ja. Sondern ich finde wirklich, das Dorf liegt mir am Herzen. Ich bin mittlerweile Heimweh-Walchwiler geworden, nachdem dass ich mit 20 hier weg bin und gefunden habe, ich kehre nie mehr in das Kuhdorf zurück. Ich habe meine Schriften hinterlegt und bin über den grossen Teich gegangen. Ja. Und ja, genau. Und heute bin ich der grösste Heimweh-Walchwiler. So schön. Voll gut. Genau. Hey, ich freue mich so, dass wir heute über deine Lebensgeschichte reden können. Es nimmt mich Wunder, wer du bist. Weil ich habe dir am Telefon schon gesagt, du bist für mich nicht... du bist einfach nicht ein typischer Gemeinderat. Du verkörperst für mich, wenn ich jemandem beschreiben was ist ein Gemeinderat, dann würde ich wahrscheinlich nicht sagen, der Manuel Studer ist ein typischer Gemeinderat. Einfach weil du bist. Weil du cool bist, weil du bist sehr zugänglich, du bist auch nicht immer... Du bist nicht klassisch im Anzug angelegt, ich finde dich immer sehr gut angelegt. Ich sehe dich mit deinem roten Velo im Zeug rumflitzen. Du bist an jeder Veranstaltung, die von der Gemeinde aus, oder an fast jeder, bist du anzutreffen. Du bist immer im Volk. Und was mich auch so ein bisschen beeindruckt hat, ich weiss nicht, ob du dich erinnern magst, wir waren vom Gewerbeverein im Pfaffenboden. Dort haben wir den alljährlichen Anlass gehabt, GV, den wir hatten. Und dann war irgendwie auch eine Diskussion gewesen, und du hast so gesagt, hey, nein, sorry, heute bin ich im Fall nicht als Gemeinderat da, heute bin ich einfach der Manuel. Und ich habe das auch sehr charmant gefunden. Da wollte ich jetzt aber auch bei deiner Begrüßung Ouvertüre anknüpfen. Du bist nicht der typische Gemeinderat. Ich bin auf dem Papier zu 30% Gemeinderat. Ja. Wenn du jetzt 24 Stunden... Im Prozentrechnen bin ich nie gut gewesen. Wenn du jetzt 24 Stunden nimmst und 30% davon muss ich 8 Stunden schlafen, dann ist mir ein relativ kleiner Prozentteil Gemeinderat und der Rest bin ich noch Haufen anders. Ja. Ehemann, Unternehmer, Sportler, Künstler. Ja. Genau. Ja. Erzähl. Fang an. Also, du hast gesagt, oder Frank, Entschuldigung. Ja. Genau, da wollte ich anfangen. Walchwil. Du bist Walchwiler. Wo bist du? Nein. Ich habe weder einen Tanzapfen im Wappen, noch habe ich Hof, noch habe ich einen Subaru, noch sonst irgendwie. Nein, das macht mich noch lange nicht zum Walchwiler. Ich bin hier geboren und aufgewachsen und bin hier in die Schule gegangen. Aber das macht war die Frage, entschuldige. Noch lange nicht zum Walchwiler, wenn der Hardcore Walchwiler wie Angie. Ja, ich würde mich jetzt auch nicht als Hardcore-Walchwilerin bezeichnen. Geblühtes wegen Walchwilerin bin das ich. Das ist es so. Genau. Wo bist du aufgewachsen? An der Forchi. Ah, sicher? Im Hexenhäusli oder in den Kässchnitten, wahlweise wählt der Name. Wenn du beim Müller-Holzbau noch ein bisschen weiter hinten gehst, kommt ein Haus mit ganz, ganz steilem Dach, bergseitig, das aussieht wie ein Kässchnitz. Ja, und du bist dort das aufgewachsen? Das ist mein Elternhaus. Also die ersten 6 Monate bin ich im Seefeld unten, neben Metzgers Berti zu, in den rosa-roten Häusern. Und dann mit 6 Monaten auf die Verwaltstrasse aufgezügelt. Und das hat mein Vater entworfen und gebaut. Und ich bin jetzt in meinem Elternhaus zusammen mit meinem Schulschatz. Mit deinem Schulschatz von Walchwil? Von Walchwil. Nein. Von der zweiten Säck. Nein. Sie hat sich schon in der ersten Säck in mich verknallt. Okay. Ich bin ein Jahr lang irgendwie... Unschlüssig? Nein, nicht auf dem Empfänger gehabt. Es gibt noch Briefe, wo ich mich mit ihrer kleinen Schwester noch so ein bisschen hin und her. Mit ihr bin ich etwa 3 Wochen gegangen. Also mit der kleinen Schwester? Mit der kleinen Schwester. Okay. Und Devlin war schon mich verknallt. Und ich habe dort nochmal angerufen und sie hat das Telefon abgenommen und sie hat gedacht,
endlich, das ist er. Und ich habe gefragt, ist Nicole rum? Und ihr ist die Welt zusammengebrochen. Nein. Es ist wirklich im ersten Sek-Schuljahr. Und das ist wirklich eine Story. Im ersten Sek-Schuljahr zu Anden ist sie im Mädchenzimmer innen gehockt und ich bin aussen an der Tür vorbeigerannt. Mhm. Und ihr ist das Zeitkontinuum zusammengebrochen. Sie sieht mich in Zeitlupe vor dem Eingang durchrennen und denkt, Mist, ich bin in den verliebt. Den finde ich ja so doof. Was ist denn jetzt passiert? Und das hat wirklich ein Jahr angehalten, wo sie völlig konfus war und hat gefunden, ja, eigentlich ist ja der ganz anders und eigentlich finde ich ja den völlig doof, aber ich bin jetzt auch nach einem Jahr immer noch verliebt in den. Und nach einem Jahr ist mir dann der Groschen auch runtergefallen. Okay. Und dann unsere jüngeren Zuhörer werden wahrscheinlich mit dem nichts anfangen können. Ich habe sie dann zu mir eingeladen, weil ich damals die LP, die neue Band von Michael Jackson hatte und habe sie zu mir eingeladen, um sie auf die Band zu überspielen, dass sie die mitnehmen kann. Nein, ja. So habe ich sie zu mir gelockt und dort ist es dann tatsächlich, ja, dort hat es dann Mit gefunkt. MJ. Genau. Okay. Hey, und jetzt sind ihr seit der 2. Oberstufe zusammen? Mit Unterbrüchen. Ja. Wir sind von 14 bis 20 zusammen gewesen. Ja, Wahnsinn. Ja. Und ja, da kommt dann gerade die Anschlussgeschichte. Ich bin mit 20 ausgewandert auf Südamerika. Okay. Also du hast Schule durchgezogen da in Walchwil. Genau. Jetzt bist du noch beim Bay? Schule bist du? Nein, ich bin zum Schaub. Der hat ein kurzes Intermezzo gehabt. Ich bin zum Stocker gegangen. Ja. Beim Bay hatte ich glaube ein Jahr Mathe. Ja. Beim Meyerurs. Kann ich nicht. Rechenlehrer, wohnhaft am Rechenstiel. Okay. Genau. Okay. Aber ja, weißt du, der Oski Wey ist ja heute noch da und ihn kennt man einfach. Ich habe mit ihm auch Musik gemacht. Und Ihn kennt man. ja. Ist das der Deutschlehrer? Nein, ich war Allgemeinlehrer. Allgemeinlehrer. Ja. Weil, Rahel, meine Frau, erzählt auch. Nein, das war der Herr im Oberdorf. Das war schwierig. Ui. Ja, der ist der Herr im Oberdorf. Aber ich bin auch mit dem Oski mit allem Respekt nicht warm geworden. Ja. Ja, das hat die Schule manchmal so an sich. Also Frank und ich, wir sind beide keine Freunde von Schule. Also wir verstehen das Konzept also nicht. und umgekehrt. Und umgekehrt. Also bei mir war das auf jeden Fall, das also beruht auf Gegenseitigkeit. Genau. Ne? Also die waren froh, als ich dann weg war. Ja, das habe ich manchmal auch gedacht. Die vielen Schulen. Ich stelle eine Aufnahme in euren Club. Okay. Ich bin ein schlechter Schüler, ein Minimalist. Ich habe irgendwo Notenschnitt zwischen 4,1 und 4,5. Und wenn ich da unten als Schulpräsident auftaucht bin, hat es immer noch Lehrerinnen und Lehrer gehabt, die mich damals hatten. Und die haben mit grossen Augen mich angeschaut und gesagt, was machst denn jetzt du da? Und ich habe gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich hätte das nie in meinem Leben erwartet. Ja. Und ich hatte eigentlich als erste Amtshandlung, offenbar gibt es ein Archiv, wo noch alle Zeugnisse drin sind. Eigentlich hätte ich die von Amtes wegen sollen gerade verschwinden, schreddern. Ja. Nein, no paper trail. Hey, ich finde, man darf zu dem stehen. Nein, ich habe das Glück gehabt, dass ich irgendwann eben erlebt, dass ich einfach aufpassen muss in der Schule. Ja. Aber ich habe im Unterricht immer aufgepasst und mitgemacht. Ich habe einfach nie Hausaufgaben gemacht. Das ist für mich so. Ich habe nicht verstanden, wieso dass ich jetzt so lange in die Schule muss und dann muss ich noch Hausaufgaben machen. Das verstehe ich bis heute nicht. Und nein, ich habe das Glück gehabt, dass ich immer aufpassen konnte. Ja. Und dann so. Aber ich habe es von Anfang an nicht verstanden, was die von mir wollen. Also nach der ersten Klasse, damals 1973, konnten wir lesen, schreiben und rechnen. Und dann soll ich gesagt haben, was kommt denn jetzt noch? Was wollt ihr jetzt noch von mir? So, und das war dann die Einstellung für die nächsten 15 Jahre bis zu meinem Abitur. Das hat ein bisschen länger gedauert.
Aber nee, das war nie was für mich. Das war überhaupt nichts. Das war die falsche Veranstaltung. Ich glaube, aber es gibt sehr viele wichtige Sachen, die man lernt. Ich finde es wichtig, dass man weiß, wie man rechnen und schreiben und lesen. Ja gut, aber das dann... Genau. Ist ein langes Thema. Ist ein ganz langes... Ich glaube, ein Thema für sich. Ich bin ein ADHSler und auch nicht wirklich schulkompatibel gewesen. Ja. So, also dann mit 20 bist du nach Südamerika Warum? Genau. Was war das für ein Impuls? Wo kam der her? Und dann hast du vielleicht auch, aber hast du die Schule abgeschlossen. Was hast du dann gemacht? Hast du eine Lehre gemacht? Ich bin als 73er in eine 72er Klasse gegangen. Ich bin mit knapp haarscharf 14 zu der 3. Sek rausgekommen. Ja. Und dann hat es geheißen, du kommst noch gar keine Lehrstelle über, du bist zu jung, habe ein 10. Schuljahr gemacht, habe das in Äbiken an der Rheinschule gemacht. Das war ein Sammelbecken für alle, die aus der Volksschule rausgefallen sind. Ja. Alle, die am Teufel ab dem Karren gefallen sind. Das ist für mich ein idealer Nährboden. Genau. Ich habe dort mein 10. Schuljahr noch gemacht. Ich wollte eigentlich eine Kunstgewerbeschule. Wir haben es damals gesagt, in Luzern, du bist noch viel zu jung. Da gibt es solche, die 3 Mal schon die Aufnahmeprüfung gemacht haben. Okay. Wird mal irgendwie, du bist noch grün hinter den Ohren, du bist hier nicht willkommen. Und ich wollte unbedingt einen kreativen Job. Ich habe zuerst zuerst Goldschmied. Ja. Zuerst Goldschmied, Architekturmodellbauer, Möbelschreiner, ich wollte Möbel designen. Ja. Und dann ist Evelyn, meine Freundin damalige, hat dann den Typograf gemacht. Ja. Damals Schriftsetzer, Typograf, heute Polygraph. Ja. Und ich habe gefunden, auch noch spannend. Es hat sehr viele gestalterische Aspekte, ein paar technische und habe dann eigentlich ein Jahr nach ihr auch den Typograf angefangen. Sie hat Typografin gelernt. Ich habe ein Jahr später durch sie dann entdeckt, dass das für mich ein Job ist und habe beim Hellerdruck in Cham Typograf gelernt. Ja, 3 Jahre? 4 Jahre. Ist das? Ja. 4 Jahre. Spannend. Und dann, ich bin in einem ziemlich internationalen Haushalt aufgewachsen. Meine Eltern haben beide 5 Sprachen geredet. 5 Sprachen? Ja. Was haben sie geredet? Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch. Ja. Genau, nebst Deutsch. Ja. Und wir haben immer Leute aus dem Ausland, die bei uns zu Gast gekommen sind, etc. Und ich habe mit meinem Vater hat mir irgendwann einmal gesagt, los, wenn du deine Ausbildung fertig hast, zahle ich dir ein Flugticket irgendwoher auf der Welt nach deinem Wunsch One Way. Und den Rückweg musst du selber verdienen. Ich habe einfach gerade Hühnerhaut. Ehrlich? Ja, ich habe gerade Hühnerhaut. Oh, wie cool! Wie cool! Was für ein cooler Papi, hey. Und ich habe in meinem letzten Lehrjahr ist ein Typ reingekommen im Hellerdruck. Ein bisschen dunkler Teint, ist eine Occasion Druckmaschine kaufen. Ich habe meinen Chef gefragt, wer das ist. Er hat gesagt, ja, das sind Chilenen, die jetzt hier in der Schweiz aufgewachsen sind. Die sind geflüchtet nach dem Putsch in die Schweiz. Der hat da Drucker gelernt, kauft da Maschinen zusammen. Das war wirklich damals, wo Chile auch das Repatriierungsprogramm hatte. Also du hast quasi nach der Pinochet-Diktatur die Geflüchteten wieder zurück auf Chile, ihr ganzes Hab und Gut zollfrei einbringen, um die Wirtschaft zu unterstützen. Ich habe den kennengelernt, habe ihm angerufen und habe gesagt, ich bin im 4. Lehrjahr, ich komme jetzt dann raus, ich suche meine erste Stelle. Ich habe gehört, sie tun eine Druckerei auf in Chile, haben sie mir Arbeit. Okay. Und dann hat er mir am Telefon gesagt, ja, komm doch mal nach Bern. Der hat in Bern gewohnt, bin auf Bern gefahren, bin mit dem einen Abend lang am Küchentisch gesessen. Und hat gefunden, komm du. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt noch die Lehrabschlussprüfung und das Militär machen und dann melde ich mich wieder. Und dann habe ich ihm 3 Wochen vor RS-Schluss einen Fax geschickt. Ja. Damals, Fax. Ja. Und er hat gesagt, ich bin jetzt dann fertig, bin ich immer noch willkommen. Er hat zurückgeschrieben, ja. Ich habe ihm wieder zurückgeschrieben, ich bin auf dem und dem Flug. Nein. Wenn er ein Koreaner gewesen wäre, wäre ich in Korea gelandet. Wenn er aus Hinterbeluchistan gekommen wäre, wäre ich in Hinterbeluchistan. Ich habe einfach wegwählen aus Walchwil. Warum? Weißt du noch, warum? Erstens will ich einfach, das ist so ein bisschen der Grundtenor in meinem Leben, ich bin extrem neugiergetrieben. Ich will alles entdecken, herausfinden. Ja. Ich habe ein Sprachentalent, glaube ich. Also ja, habe ich. Willst du auch viele Sprachen? Ja. Französisch leider nur gebrochen, aber Italienisch, Spanisch,
fließend Englisch. Spanisch träume ich noch zur Nacht. Nein, Und mein okay. Ziel war, als ich auf Chile gekommen bin, ich will den gleichen Preis im Taxi zahlen wie ein Einheimischer. Ja. Und das schaffst du nur, wenn du den chilenischen Akzent redest. Ja. Und weil es in Chile relativ viele Deutsche gibt, die in mehreren Wellen auf Chile ausgewandert sind, bist du als blonde Blauäugige jetzt nicht gerade total der Exot, sondern kommst auch als Chilen durch. Und Ja. das habe ich gut. geschafft. Und der So Schwarzgurt ist, wenn du den Buschauffeur verstehst, Ja. weil die Busse dort haben eigentlich nur eine Nummer vorne dran und so ein Schild mit den wichtigsten Strassen, wo sie durchfahren. Und am Anfang musste ich fragen, ich wohne dort, fahren sie auch dort durch? Oh. Und dann kannst du sie zweimal fragen durch die offene Bustüre durch. Und wenn du es dann immer noch nicht verstehst, machst du die Bustüre zu und fahren weiter. Ja. Und Schön. das habe ich relativ schnell wollen. Dann. Genau. Ja. Cool. Also aus Neugierde in dem Fall gesagt, okay, ich nehme jetzt das Flugbillett, das mir mein Papi zahlt Mhm. und fliege One Way Mhm. auf Chile. Mhm. Grandios. Mhm. Wie war das für dich? Als du zum Flüger rausgekommen bist? Mhm. Ich bin dort angekommen und dann bin ich bei dieser Familie daheim gsi, hat eine Welcome-Party gegeben. Mhm. Und an dieser Welcome-Party hat es Pisco Sour gegeben. Pisco Sour Mm. ist ein Getränk, du kennst es. Ja. Es ist eine Art Grappa mit Zitronensaft. Nein. Ich habe vor allem die Zitrone, ich habe gefunden, es ist irgendein Fruchtsaft und habe irgendwie mit dem Jetlag reingehauen Das und gibt reingehauen. das schlimmste Hangover. Ja, ja. Ja, also. Ist damals, ich habe mich ziemlich schnell weggeballert. Das war meine Ankunft gewesen. Und dann ist es, ich bin just am Tag gelandet, wo der Eduardo Frei gewählt worden ist. Das ist der zweite demokratisch gewählte Präsident nach dem Pinochet gewesen. Notabene sein Großvater Schaffhauser Mhm. Okay. und seine Familie auch auf Chile ausgewandert. Genau. Und das ist gerade just 4 Jahre nach Pinochet Ende gewesen. Und ich hatte einen grossen Respekt gehabt, weil ich gewusst, was in Chile passiert ist. Ich habe mich da eingelesen. Ich habe übrigens überhaupt nicht gewusst, wo Chile ist. Ich musste zuerst daheim auf dem Schulatlas schauen, Ja. wo ist das Ja. überhaupt. Und habe dann gefunden, ja, das passt. So gut. Und bin am Anfang so ein bisschen eingeschüchtert gewesen von dem Chile und bin dann aber sehr, sehr schnell angekommen. Ja. Ja. Hey. Und also jetzt einfach schnell für mich mit und Evelyn. Die hast Wir gesagt- haben uns am Check-in vom Flughafen Kloten getrennt. Das war von Anfang an abgemacht gewesen. Okay. Wenn wir gesagt haben, wir haben jetzt eine Beziehung gehabt, während 6 Jahre, unsere ganze Teenie-Zeit. Ich gehe auf Chile, ich habe keine Ahnung, wie lange dass ich dort bleibe. Ja. Es sind 12'000 Kilometer Distanz, Ja. es hat kein WhatsApp gegeben, es hat kein Internet gegeben. Wir haben einfach gefunden, es ist jetzt einmal gut. Wir müssen unsere eigenständigen Richtungen entwickeln. Ja. Sie ist dann heimgegangen und hat 3 Tage lang hohes Fieber bekommen. Das hat er gerade einen unten reingehauen. Ja. Oh, Ja. verstehe. Ja. Und gut, für dich war es natürlich Highlife gewesen, gell? Für mich Du ist kommst- Highlife gewesen. Ja, logisch. Du Ja. kommst an in einem fremden Land, fremde Total. Kultur und als neugieriger Mensch kann man sich vorstellen, wie das ist. Und von Walchwil nach Santiago die totale Reizüberflutung. Also, genau. Kann man vorstellen. Und dann hast du angefangen zu arbeiten bei dem. Am 2. Tag bin ich in der Druckerei gestanden Ja. und habe angefangen zu arbeiten. Kein Wort Spanisch können. Ja. Ich Tarzan, du Jane. Ja. Du hablar lento. Ja, okay. Genau. Ja. Und so dann nach dies nach. Bin aber nur 4 Monate in dieser Firma geblieben. Mir ist vor allem mit dem Elternhaus dort vom Viktor nicht Wahl gewesen. Mhm. Und in der Druckerei auch nur so mässig. Und habe dann dort gekündigt, habe ein einsames kleines Zimmer in einer Pension genommen und habe gefunden, das kann es jetzt noch nicht sein, ich gehe jetzt noch nicht heim, ich suche mir einen weiteren Job. Ja. Und habe dann dort schon eine Freundin gehabt, das geht als Schweizer recht schnell, also als 20-Jährige voll Ja. im Saft. Ja, mit den blauen Augen und den blonden Genau, Haaren kann ich mir genau. sehr gut vorstellen. Genau. Und die hat mich dann schnell weitervermittelt und ich Ja. habe dann Jobs gehabt. Hey, und wie lange bist Knapp 5 Jahre. Also 3,5 Jahre in Chile Ja. und dann noch, weil ich noch Portugiesisch lernen habe, Mhm. alle meine Hab und Gut. Respektive, es ist auch so, ich habe dann mit einem Kollegen zusammen während 3 Jahren ein eigentliches Geschäft gehabt. Das ist super gelaufen in Chile? in Chile. Mhm. Wir haben damals digitale Retuschen gemacht, Photoshop 2.5, falls sich noch Okay. irgendjemand an so etwas mag erinnern. Noch keine Layers, noch kein gar nichts. Okay. Ja. Genau, Ja. voilà.
Ja. Ich hab mit dem ganzen Spaß, um da kurz einzuhaken, angefangen 1986. Jawohl. Also da war noch auch Photoshop noch überhaupt gar nicht da. Und dann ging es los mit dem DTP, Desktop Publishing. Du erinnerst dich vielleicht. Ganz genau, mit PageMaker. Ja. Ging es dann los. Und PageMaker und Freehand und genau. so. Und dann kam irgendwann dann Photoshop. Ja. Und das sind meine ersten Berührungen im digitalen Bereich gewesen. Meine allererste digitale Transformation, das erzähle ich heute noch. Und das Problem ist, dass ich sehr häufig dann so jemanden habe, eher dein Jahrgang, der dann vor mir sitzt, in dem ich was erzähle. Und dann sage ich, pass mal auf, also mein erstes digitales Transformationsprojekt ist gewesen, eine Anwaltskanzlei von IBM Kugelkopf-Schreibmaschinen auf PC 286 umzustellen mit Starwriter Software und dem Starwriter Drucker. Ja, und es war schon besonders. Ne? Also das waren so meine Anfänge in dem. Und Photoshop habe ich bis heute nicht verstanden. Ich kann damit nie umgehen. Also bei mir hat das Grüne ist bei mir das Internet gewesen. Das mag ich Netscape. Agripop. Ah ja, okay. Das ist dein Service-Provider gewesen, den du dich eingewählt hast. Hey, keine Ahnung, das ist ja... Du hast damals noch das Modem gehabt, über Telefonleitung. Ja, genau. Und dann hast du dich und hat niemand können telefonieren, genau. Und ich habe mich dann dort irgendwie Nein, genau. Also das sind so meine ersten Berührungspunkte. Ja. Das ist dort, wo die Landi noch einen auf Internet gemacht hat, genau. Ah, ist das Landi gewesen? Das war Landi gewesen, ja, genau. Heute dann irgendwann Green und dann Green irgendwann verkauft. Ah ja, ja, und ich mag mich noch erinnern, wir haben so ein mega fancy Mauspad bekommen. Daheim. Es war grün. Also nein, es war so eine Folie, foliert und innen dran hat so grüne Flüssigkeit gehabt. Das habe ich wahnsinnig faszinierend. So ein Gelteil. Ja, ich habe das wahnsinnig faszinierend. Genau, die Internet-Service-Provider, da hatten wir es heute Morgen auch von. Die hatten ja alle irgendwo so, oder sehr, sehr viele nannten sich ja dann POP. Point of, ich weiß aber nicht mehr genau, wofür das zweite P stand. Das war der POP, genau. POP Point of something. Das ist doch ein Protokoll gewesen. Das ist eigentlich ein Mail-Protokoll. Ja, das auch, stimmt. Aber es stand noch für was anderes. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Und die hießen alle irgendwie, was war das? Agripop? Agripop. Deshalb Landi. Oder von der Landi. Pop-Agri. Nein, ich glaube Pop-Agri. Genau, deshalb von der Landi. Pop-Agri irgendwie. So. Ja, genau. Nein, das ist sensationell gewesen. Ja. Und dann, aber ich habe überhaupt nicht verstanden. Ich weiß gar nicht, wie alt ich dort war. Vielleicht 8, 9, 10, keine Ahnung. Ja, und dann das erste Mal eben irgendwie Internet. Was ist Internet? Kein Schnall gehabt, was Internet ist. Ja, und dann hast du das ist das MSN aufgekommen und ja. Und das war total spannend gewesen. Und dann hat plötzlich deine Eltern das Telefon abgenommen, weil sie irgendwann mal jemandem anrufen und dann ist deine ganze Verbindung zusammengebrochen. Genau. Etwa so. Ja. Okay. Herrlich. Also da habt ihr digitale Retusche gemacht in Santiago de Chile. Ja. Mit Photoshop 2.0. Ja, und wir haben von der Agentur 5x7 Inch Dias bekommen, geliefert, analog. Also Dia-Bildli? Die sind, du musst dir das vorstellen, die Größe von einer Postkarte. Ja, okay. Ja, wirklich sehr, sehr hoch aufgelöst. Ja. Und dann haben wir digitalisiert. Wir haben einen Crossfield-Scanner bestellt aus Israel. Der war damals der Rüstungsindustrie unterstellt, weil Cytex eben auch noch Raketen gebaut hat. Wir mussten der amerikanischen Botschaft sagen, wo der Scanner in Santiago steht. Ja. Haben das digitalisiert, haben das bearbeitet am Computer und hätten dann den Agenturen die ersten CD-ROM zurückgeben mit dem Bild drauf. Und die haben irgendwie gefunden, nein, das können wir nicht. Ergo haben wir die Bilder wieder auf einem Thermosublimationsdrucker ausdrucken und mit einer Sinar-Fachkamera wieder abfotografieren, um ihnen wieder ein Dia zurückzugeben, damit sie es dann wieder haben können. Das war so ein bisschen der schmerzhafte Übergang von analog nach digital. Sehr kompliziert. Ja. Viel Nonsens. Thermosublimationsdrucker Tektronix? 3M. 3M. Sehr gut. Wir sind alte Männer. Nein, es ist einfach so unvorstellbar. Guck mal, da unten der Produktkatalog, der da liegt. Das ist die Firma, in der ich in Hamburg gearbeitet habe. Das Beige da gerade. Also früher 1992. Ja. Nice. Manuel, das ist das Originalding, den habe ich gemacht komplett damals bei denen. Da sind Produkte drin, da guckst du heute... Was ist irgendwie Commodore Schieß mich tot? Nee, das war ein Computer. Ja. Kannst du dich noch erinnern
an den Tektronix Phaser 3 PXI. Ja, an die Phaserdrucker kann ich Genau. nicht. Sind irgendwann Xerox geworden? Irgendwann sind sie Xerox geworden, ganz genau. So. Bei mir im Büro steht ein Xerox Ja. Phaser seit 15 Jahren. Mein Mitarbeiter findet immer, wenn du rührst das vergilte Teil mal aus und ich finde, es läuft immer noch. Ja. Genau. Nee, Tektronix ist irgendwann rausgekommen mit einem, also die haben Thermosublimationsdrucker gemacht, Ja. Phaser 2 PXI und dann sind sie mit dem Phaser 3 PXI und der konnte A3 in Farbe auf Normalpapier drucken. Ja. Und das war zu der Zeit, also den haben sie glaube ich 1991 haben sie den rausgebracht, war das Hexenwerk. Also unsere Diskussion läuft jetzt gerade vor Randgruppen, für Randgruppen. Ja, genau. Willkommen in der Nische. Als nächstes unterhalten wir uns über Telefon mit Wählscheiben. Genau. Und dann haben wir definitiv 90% von unseren Hörern verloren. Ja, aber vielleicht sind auch einige Nostalgiker dabei. Ja, die sagen uns sowas, Mensch, ich habe gerade ein totales Gänsehautgefühl, ich fühle mich so warm, es ist alles so fürchterlich kuschelig. Ja. Das kann ja sein. Ja, unbedingt. So, also Santiago de Chile und eigenes Business. Das Business hast du dann übergeben an deinen Kompagnon. Genau. Alles auf einen Rucksack und einen Bigi Traveler-Check reduziert, in den Bus reingehockt, 3 Tage über Land nach Brasilien gefahren und wollte in Brasilien noch mich irgendwie etablieren. Ja. Hat mir, Entschuldigung alle Brasilianerinnen und Brasilianer, die jetzt zulassen, ich bin dort überhaupt nicht warm geworden. Ich habe das ein sehr rauchs, gewalttätiges Land gefunden. Okay. Und ich war im Süden, wo eigentlich noch so ein bisschen zivilisiert ist, in der Nähe von Blumenau, Florianopolis. Ich bin nicht mit Brasilien warm geworden. Bin dann weitergereist auf Bolivien. Ein Kollege ist zu mir gestoßen aus der Schweiz, der gesagt hat, ich habe gehört, du bist am Anreisen. Das ist der Bico. Ich nenne jetzt keine zivile Namen. Ich habe einfach gewusst, okay, wenn der Bico mit mir reist, dann werden wir einen hohen Frauenanteil um uns herum haben. Ich habe gesagt, Bico, solange ich mit dir reise, ich gehe nicht übersetzen, du hast schöne blaue Augen und blonde Haare und weiss nicht was. Ja. Wir bleiben jetzt hier in Sucre und du lernst 3 Monate Spanisch. Und ich habe einen Job gesucht unterdessen und der Bico hat Spanisch gelernt und erst dann sind wir weitergereist. Der Bico hat allerdings in dieser Bar, wo ich gearbeitet habe, hinter dem Tresen, ist er vor dem Tresen gehockt und hat seine damalige, jetzige Frau kennengelernt. Und das ist schon der zweite Kollege, den ich nach Südamerika dann vermittelt habe, der immer noch dort wohnt. Ja. Und der lebt noch dort? Er lebt noch dort. Also mit dir quasi reisen, Ja. hängen geblieben, nie zurückkommen? Genau. Hey. Und dann gibt es noch einen zweiten Kollegen, der erst später, wo mich ist damals besuchen in Chile, wo irgendwann einmal 20 Jahre später einen Facebook-Account aufgetan hat. Und dann ist ihm Carolina vorgeschlagen worden, weil der Marc hat sich mit mir verbunden. Der Marc hat gesehen, dort ist ja Carolina in Chile, die habe ich vor 20 Jahren kennengelernt. Die haben sich auch verschrieben. Und das eine hat dann zum anderen geführt. Nach einem halben Jahr hat er ihr geschrieben, immer mit Translate, ich muss jetzt in die Flüge reinhocken, ich muss zu dir kommen, ich muss herausfinden, was das zwischen uns ist. Ja. Und das ist jetzt schon der zweite, der jetzt für immer in Südamerika, Kollege, den ich verloren habe, nach Südamerika. Ein Grund zum wieder gehen, oder? Definitiv. Eben. Ich habe grosses Heimweh. Ja. Also gerade jetzt oder einfach generell? Immer wieder. Ja. Immer wieder. Ich habe gemerkt, dass die Hälfte von meiner Seele Latina ist. Ja. Was denkst du, was liegt? Es ist ein sehr eigener Humor. Ja. Man nimmt sich sehr schnell gegenseitig auf die Schippe, relativ rauch. Also wir haben es immer gesagt, oye gordo. Gordo heisst dicke. Oh, okay. Und ich habe immer gesagt, ich bin ja gar nicht dick, ich bin nur 70 Kilo. No, gordo. Und ja, also man nimmt sich dort ständig auf die Schippe. Ja. Und das ist ein sehr schneller Humor. Du musst unglaublich schlagfertig sein. Ja. Das ist mal ein Teil. Und dann, ich bin in der Druckerei dort angekommen. Ich habe mit dem Arbeitervolk mich quasi sozialisiert. Sehr warmherzige Leute, sehr familiär, sehr auf Gemeinschaft. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, und dann ist es einfach das Leben. Ja. Der grösste Schock war, als ich zurückgekommen bin. Das war ein Kulturschock. Ich bin am 6. Januar
98 in Zug angekommen und ich habe das Gefühl, ich sei lebendig begraben. Es ist auf der Straße totenstill gewesen. Es hat keine Leute gehabt, es hat keine Kinder gehabt, es hat keine Verkäufer gehabt, wo irgendwie Chocolito Panda, El Helado, 200 Peso, Chocolito Panda, compra me. Es hat einfach niemand rum gehabt. Und ich habe das Gefühl, ist da ein Atomschlag passiert? Es ist einfach ausgestorben gewesen. Und ich habe fast 2 Jahre gebraucht, bis ich wirklich wieder da angekommen bin. Also, und wieso bist du denn heimgekommen? Weil dann von Bolivien ich mit meinem Kollegen noch weitergereist bin. Wir wollten eigentlich nach Los Angeles rauf. Wir haben ein Auto gekauft. Wir sind irgendwann vor der Grenze Kolumbien angestanden, weil dort sind damals Wahlen gewesen. Und so eine gewisse soziale Schicht, bei denen war das Volkssport gewesen, Ausländer zu entführen und gegen Lösegeld freipressen. Ja, okay. Und haben wir irgendwie gefunden, ist nicht gerade opportun. Mir ist in diesen 5 Jahren Südamerika nicht eine Radmutter geklaut worden. Ja. Aber ich habe gewusst, das Risiko musst du jetzt nicht auf dich nehmen. Und haben dann wieder gekehrt, bin dann wieder zurück auf Chile, hatte kein Geld mehr gehabt. Der Bigo ist dann heimgereist. Ich bin zurück auf Chile, habe dann mein Geld verdient für das Rückflugticket und bin dann heimgekommen, weil ich mich weiterbilden. Ich war 25 gewesen, sehr neugierig, weiterhin. Ja. Und habe noch irgendwie etwas erreichen. Und ich habe einfach gewusst, in der Schweiz habe ich eine Top-Ausbildung für kein Geld. Und in Chile ist genau so umgekehrt. Ja. Okay, und darum eigentlich den Schritt wieder gewagt. Zurück, ja. Aber ich habe wirklich zwischendrin meinen roten Pass in der Hand gehabt und habe nicht gewusst, was hat das Ding noch mit mir zu tun. Ich habe alle Jahre ein Telefon gemacht und habe das Telefon abgehängt und habe irgendwie so... Das Maul hat sich extrem komisch angefühlt. Schweizerdeutsch reden? Ja. Und in Chile, sobald noch irgendwie ein Schweizer auf 100 Meter gekommen ist, bin ich weggerannt. Ja. Weil ich habe gefunden, ich bin jetzt hier in Chile, ich wollte nicht mit Schweizer zu tun haben. So gut. Genau. Ich kann dir im Fall so gut nachfühlen. Ja, das ich kann dir so gut wir sind nachfühlen. glaube ich, seelenverwandt. Deshalb halte ich auch die ganze Zeit meinen Mund. Ne? Ich fühle mich ja hier total wohl. Also ich bin da eher sesshaft. Nein, ich kann dir so gut nachfühlen. Ja. Ich verstehe das so gut. Ja. Und für mich ist auch, aber schon, das ist im Fall schon seit ich ein kleines Kind bin. Heimkommen ist das Schlimmste. Ja. Ich komme nie gerne heim. Ich habe auch immer, wenn ich weiss, am Abend, bevor ich heimfliege am nächsten Tag, ich habe immer schlechte Laune. Scheiss mich, ich muss gar nicht mit irgendjemandem abmachen. Weiss ich, das ist mein letzter Abend, da bin ich alleine. Ja. Ich habe schlechte Laune, das scheisst mich an. Das ist, ich komme einfach, ich weiss es nicht, ich weiss bis heute nicht. Nein, das ist es bei mir eigentlich nicht. Aber ich bin eigentlich neugierig wieder aufs Heimkommen, ich freue mich immer aufs Heimkommen. Ja. Aber ich komme dann da an und denke, mein Gott, in dieser Welt, wo wir hier leben, hat so nichts zu tun mit dem Rest dieser Welt, mit den anderen 99,8% auf dem Globus. Ja. Und eben, ich war 4 Monate in Papua-Neuguinea. Habe dort auch gearbeitet und gelebt. Also ich habe einfach für Kosten und Logis gearbeitet. Und die haben ja wirklich einfach gar nichts. Und wir haben zum Glück einen Stromgenerator und fließendes Wasser, aber Regenwasser natürlich. Aber dort, wo wir das Personal her hatten, sie haben nichts. Die haben keinen Strom, die haben kein fließendes Wasser, nichts. Yeah. Und es war so formend gewesen. Und ich habe in diesen 4 Monaten in Papua das erste Mal in meinem Leben seit langem einmal wieder schnaufen. Einfach schnaufen. Weil mich da alles so erdrückt hat. Einfach schnaufen. Und andere Kulturen einsaugen. Und ich bin eben auch so neugierig. Und ich bin dann ich bin viel bei den Leuten auf den Inseln. Ja. Einfach zumindest im Kuchen rein. Da fühle ich mich am wohlsten. Hey, früher ist man wenigstens noch ins Welschland gegangen, wenn man in Walchwil aufgewachsen ist. Ja, das stimmt. Hat man ein Welschlandjahr gemacht. Ja. Heute macht man leider nicht einmal mehr das. Ja, das ist verrückt. Fände ich sehr wertvoll. Dass man das, gell, ich finde auch. Und gleich muss ich sagen, ich habe jetzt am Samstag gedacht, am Wiederfest oder auch gestern am Schwingerempfang. Ich meine, da habe ich Tränen in den Augen, wenn ich in dieser Kirche hocke und die Reicheln höre und die Fahnenträger sehe und die Schwingermannen und Netzballerinnen vortragen. Da vergehe ich fast vor lauter Heimatgefühl und Wöhli und Schöne. Ja, also das ist... Also ich bin ganz überzeugter Walchwiler. Ganz, ganz überzeugt. Ja. Und ich stehe morgens auf der Terrasse
mit dem Kaffee und denke mir jeden Morgen, warum wohnt nicht jeder hier? Das macht, Ja, das hast du schon mal gesagt, ja. Weil ich finde es grandios und ich persönlich kann meine Neugier hier auch wahnsinnig gut befriedigen. Mit den Menschen, die ich hier treffe. Nun gut, nun bin ich ja auch, wenn wir es mal ganz, ganz, ganz technisch sehen, ausgewandert. Ja. Ne? Ich bin zwar nur eine Grenze südlich, aber ich bin ausgewandert. Und das ist zwar vor 18 Jahren schon gewesen, aber dennoch, es gibt immer noch so viele neue Sachen für mich zu entdecken, für mich zu erleben, für mich auch zu verstehen. Und das Ganze aber eben und Manuel, du hast es gesagt, es hat nicht viel zu tun mit der Wirklichkeit da draußen, was wir hier haben. Es ist einfach so sensationell gut, was wir haben und alles funktioniert und alles da. Das ist aber auch gleichzeitig natürlich eine relativ sichere Basis, von der aus man operieren kann. Ne? Also, wenn man es dann macht. Wenn man es dann macht. Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Und das ist, wenn ich mich dann letztendlich in eine Neuentdeckungssituation begeben will, dann kann ich das herrlich von einem solchen Basiscamp aus machen. Also das ist für mich, also die Komfortzone ist für mich etwas Gutes. Weil für mich hat zum Beispiel die Komfortzone nichts mit Faulheit zu tun, sondern das ist sicher, das ist komfortabel und von da aus kann ich auf neue Entdeckungsreisen gehen. Mentale, körperliche Kombinationen daraus, was es auch immer ist. Und wenn ich dann merke, das geht richtig in die Hose, Bolivien, Kolumbien, dann gehe ich wieder zurück. Ja. Und dann mache ich was Neues. Also das ist meine Einstellung. Aber dein Einleitungssatz hat natürlich politische Sprengkraft. Ja. Wieso kommt nicht jeder hierhin wohnen? Das hat politische Sprengkraft, das ist richtig. Und auch das ist ein eigenes Thema für mehrere Monate oder Jahre oder gar Jahrzehnte. Das ist definitiv so. Aber es ist wirklich. Ich weiß, wie du meinst, Frank. Du weißt, so pass auf, das ist, wenn Freunde kommen aus Hamburg oder Freunde kommen aus Berlin, die stehen hier, die gucken sich unser Dorf an und die denken, denen fehlen die Worte. Ja. Die sagen, was ist denn das? Das habt ihr doch jetzt gerade hier hingestellt, um uns zu beeindrucken. Und das ist einfach, ich finde es sensationell. Ich finde es absolut sensationell. Ist es. Und man muss auch bedenken, als ich hergekommen, also wir sind vor 5 Jahren nach Walchwil gezogen. Meine Frau ist Ur-Walchwilerin. Meine Cousine. Die Cousine, ganz genau. So, und dann komme ich also, vor 10 Jahren komme ich also in die Familie als Deutscher. Als Fremde. Genau, richtig. Und nicht so nur außerkantonal und tätowiert und all das. Als Deutsche seid eigentlich schon. Im Prinzip, ich war ja früher mal Deutscher, das können wir nicht, das ist so, ne? Das können wir nicht, das kriege ich nicht weggeschminkt. Ne? Und das war eine riesengroße Herausforderung. Ja, aber es ist mir relativ leicht gemacht worden. Ja. Hast du dir nie überlegt, auf Schweizerdeutsch zu wechseln, Frank? Das wird nichts. Das hört sich komisch an. Wirklich? Ja. Ich finde es, also, du hast vorhin von einem Sprachtalent gesprochen. Ich glaube, dass man für Schweizerdeutsch, also wenn du Deutscher bist, für Schweizerdeutsch, da brauchst du, da weiß ich nicht genau, welcher Teil des Gehirns ein Talent haben muss, dass du, wenn Hochdeutsch deine Muttersprache ist, du, ohne dass es sich komisch anhört, Schweizerdeutsch sprechen kannst. Wenn ich mich da innen umschaue, behaupte ich, dass du ein Musikgehör hast. Ja. Nicht? Ja. Das ist eigentlich alles, was es braucht. Kannst du einen Song nachher singen? Ja. Dann kannst du auch Schweizerdeutsch reden. Ja, aber vielleicht ist es auch, also ab und zu mit meinen kleineren Töchtern, da sage ich dann auch was und die gucken mich dann immer an und sagen, nee, komm Papi, hör auf. Weil sie natürlich aber Hochdeutsch von mir gewohnt sind. Und wenn ich dann mit meinem sehr guten Freund Glockner Fippi dann irgendwo langfahre und ich auf irgendwas auf Schweizerdeutsch, sei es nur ein Wort sage, lacht der sich tot. So, das steckt natürlich auch ganz, ganz tief im Fleisch. Nein, es ist auch absolut okay, wenn Leute beschließen, nein, ich bleibe beim Hochdeutsch. Und es ist ja, Hochdeutsch ist ja wesentlich differenzierter als der Schweizerdeutsch. Im Schweizerdeutsch haben wir eine Vergangenheitsform. Im Hochdeutsch haben wir 4 Vergangenheitsformen.
Und ja, das haben wir mal in der Schule gelernt. Magst du dich erinnern? Nein, ich nicht. Ich wollte sagen müssen, aber ich habe es fragen. Ja gut, also wenn aktiv und passiv dann noch zusammennehmen, also Ja, das Präteritum also, und das Genau. ist perfekt. Und ich bin immer... Wir Schweizer haben ja per se immer so einen kleinen Minderwertigkeitskomplex den Deutschen gegenüber, weil es ist unsere grosse Brüder, wir werden nicht wahrgenommen, wir sind nie auf der Karte. Ja. Und wenn wir dann... Ja, die Deutschen tönen einfach eloquenter. Das ist so. Das ist auch, das nervt mich manchmal ein bisschen. Und dann kommen wir daher und reden Genau. Schweizerdeutsch und die Deutschen sagen, ja, das ist ja gar nicht so schwierig, das Schweizerdeutsch. Ich finde eben auch Flirten und dann sagst du, so nein, aber ich rede schwierig. nicht, ich spreche jetzt gerade Hochdeutsch, weißt du, Schriftsprache. Schriftsprache, ja. Nein, ich finde auch Flirten so schwierig. Ich flirte 100-mal lieber in Englisch wie auf Schweizerdeutsch. Ich finde das ganz schwierig. Oder wenn du jemanden kennenlernst und dann schreibst hin und her. Ich finde, Schweizerdeutsch finde ich immer so. Und dann Englisch ist 100-mal besser. Ja gut, Schweizerdeutsch schreiben ist auch wieder habe ich auch ein schwieriges Verhältnis. Ja, aber das finde ich eben auch nicht. Nein, ist nicht. Und mit dir schreibe ich immer Hochdeutsch im Fall. Mhm. Ja, weil ich kann dir nicht Schweizerdeutsch schreiben. Ja. Finde ich, Das ist aber nicht meine Schuld. Nein, ich weiss, aber ich finde, wieso? Ich kann dir nicht Schweizerdeutsch schreiben. Ja. Das tönt nicht richtig in meinen Ohren oder welche Stimme das es dann immer ist, die das gehört, wenn ich dir schreibe. Genau. Wenn ich aber, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt. Ich glaube, das habe ich. Was? Nee, wenn ich aber jetzt dann in Hamburg bin. Mhm. Wegen dem Dialekt, ja. Genau. Ja. Dann gucken mich meine Freunde oben an und sagen, wie hörst du dich denn an? Weil Melodie, Satzbau, bestimmte Vokabeln dann einfach, das merke ich überhaupt gar nicht, in der alltäglichen Sprache stattfinden, die früher nie stattgefunden hätten. Und die sagen dann, wie hörst du dich an? Jetzt hör mal auf damit. Parkst du schon oder parkierst du? Das ist eine sehr, sehr gute. Ist es ein Velo oder ein Fahrrad? Ne? Also das ist, nein, ich glaube, ich parke noch, aber es mag hier und da, mag man parkieren oder ein Grillieren, ja. oder ein Grillieren mag da mal reinrutschen. Gut. Das Lustige ist ja, Ja. seine Mädchen sind jeden Dienstag bei meiner Mami und bei meiner Tante. Und das ist so ein Frauenverbund, wo mit den Girls unterwegs ist. Nein, das ist mega cool. Ja. Und die Mädchen haben eigentlich mega durcheinander mit Schweizerdeutsch und Hochdeutsch. Heute Mittag mit der Hanna ist auch so etwas gewesen. Ja. Wobei das ja allgemein ein Phänomen ist unter den Jüngeren, die sagen ja Kehricht. Die sagen nicht Güssel. Ja. Also du siehst immer mehr schweizerdeutsche Wörter, die verloren gehen, wo die Jugendlichen das hochdeutsche Wort verwenden. Ja. Okay. Ja. Ich arbeite ja übrigens, und das muss ich mal gucken, wie wir das machen, an einem Plattdeutsch oder Missingsch, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Wörterbuch ist vielleicht ein ganz klein bisschen dick aufgetragen. Aber letztendlich, was bedeuten die Wörter, die du in Hamburg im tagtäglichen Sprachgebrauch benutzt? Wie würdest du die übersetzen halt dann ins Schweizerdeutsche? Und also nicht nur, sondern wie würdest du Zentralschweiz oder Zug? Und wie wird es in Luzern und also bei Fipi da draußen? Ne? In Willisau? Nein, nicht in Willisau. Nein, Rosmo. Ja, Abital. Mauch. Nein, nicht Abital. Nein, das darfst du nicht. Wie heisst das? Rosmo. All over das ist Seetal. Ja, Rosmo nein. ist Seetal. Nein, es ist Entlebuch. Voilà, eingemeint vor Entlebuch. Rosmo ist nicht Entlebuch. Nein, eingemeint ist noch dazwischen. Stimmt. Eine Gemeinde ist noch dazwischen. Wie hieß die nochmal? Auch irgendwas mit Mu, ne? Ja, mit Mu. Nein, also ich bin zur Hälfte Entlebucher, du bist noch recht weit weg vom Entlebuch. Nein, also Fibi hat mir das erklärt, es ist eine Gemeinde dazwischen. Und dann fängt das Entlebuch an in der Gemeinde. Okay. Das ist aber eine grosse Gemeinde. Ich habe gesagt, es ist lange, ja. Ziemlich lange dazwischen. Gut, okay. Wahrscheinlich. Ja, also anyway, also jetzt haben wir noch einen Sprachausflug gemacht ins Deutsche und whatever. Du bist zurückgekommen, wegen Ausbildung, Weiterbildung. Was hast du gemacht? Also weißt du, für was hast du dich denn entschieden? Oder damals hat es noch ein Amtsblatt gegeben, das Zuger Amtsblatt. Ja. Das Blaue, das man am Samstagmorgen auf dem WC gelesen hat. Ja, jeden Freitag ist das heimgekommen. Genau. Ja. Dort hat es eine Stelleninserat auf Englisch. Sie haben jemanden gesucht, der Photoshop und Illustrator kann. Ja. Das war damals die Fantastic Corporation. Das sagt heute niemandem mehr etwas. Das ist damals
eine Firma, die mehr Wert hatte, als die Swissair und Dems Chemie zusammen. Damals hat jeder Coiffeur das Sparbüchlein von seinen Kindern plündert und hat Fantastic-Aktien gekauft. Das ist zur Zeit vom grossen Dotcom-Wunder. Ja. Dotcom-Wunder, Internet, erste Welle, alles, was irgendwie nur mit Internet und Digitalisierung zu tun hatte, war ein riesen Hype gewesen. Das war eine kleine Firma, die zu Zug unten war. Ich war Mitarbeiter Nummer 42. Du kennst Hitchhiker Through the Galaxy. Lachst du darum wegen 42? Nein, da haben wir heute Morgen drüber gesprochen. Ja. Ist es das? Das ist das. Ja. Okay. Ja, 42. Ja, genau. Und am Schluss sind es irgendwie genau. 400 Mitarbeiter gewesen. Ich bin dort eingestiegen. Das war damals eine Business-Idee gewesen, dass du daheim eine Setup-Box hast. Du hast einen Uplink über das Telefon und einen Downlink via Satellit. Also du hast eine Art wie eine Multimedia-Box daheim mit einer grossen Harddisk und über Nacht werden dir die neuesten Inhalte auf die Setup-Box gespielt, Multimedia-Inhalt. Ja. Man muss sich vorstellen, damals hat es Real Audio, Real Video gegeben. Es hat entweder Ton gegeben oder Video, niemals beides zusammen und beides hat immer geruckelt. Ja. Und damals hat man können Videos 480 x 640 Pixel auf die Kiste spielen. Also eigentlich wie so eine heutige App, einfach in Kistenform. Ja. 640 x 480. Frank, das so Zeug da. Du musst wieder fürs Mikrofon. Eine Apple QuickTake 100. Tatsächlich. Die hat Fotos gemacht, 640 x 480. Das kann sich niemand mehr vorstellen, wie klein das ist. Sensationell. Ja, genau. Ja, anyway, jetzt driften wir wieder in nostalgischen ab. Ich habe bei der Fantastic angefangen, die ist damals dann an die Börse gegangen. Ich konnte als Mitarbeiter Aktien kaufen. Ja. Habe sie 3 Tage nach der Sperrfrist verkauft. Ich habe sie mit dem Geld von meinem Vater gekauft, weil ich damals ja in der Schweiz angekommen bin mit einem Rucksack dreckiger Wäsche und Travel-Checks sind weg gewesen. Ja. Genau. Also wirklich nicht mehr? Nein, nicht mehr. Genau. Hey. Und mein Vater hat mich zusammengeschissen und hat gesagt, das ist eine Firma im Steigen und jetzt verkaufst du die Aktien. Ja, es ist dann nicht lang gegangen. Da ist der Dotcom-Crash gekommen und die Aktien sind gar nicht mehr wert. Lucky you. Ja. Genau. Ja. Bei den dort noch ins Tessin, aber die hatten noch Filialen in Tessin unten gehabt, weil ich noch Italienisch lernen. Ja. Ich kann mehr schlecht als recht, aber aus dem Spanischen raus kannst du recht viel improvisieren. Genau. Und bin dann irgendwann wieder zurück auf den Zug gekommen. Genau. Nein, habe mich dort unten dann auch selbstständig gemacht als Freelancer. Ja. Und habe in einer Fotografin Untermiete gehabt. Ist auch noch eine Story in sich. Ich habe die in Südamerika kennengelernt. Und ist dann irgendwann einmal sehr eine enge Kollegin geworden und ihr Sohn, mein Pseudogötti-Bub, der dann da in Walchwil gewohnt hat, Mexikaner, hat 4 Jahre lang bei uns im Keller unten gewohnt. Ja. Illegal ist ja nicht als Wohnraum ausgeschieden. Müssen wir jetzt vielleicht wieder rausschneiden. Nein, genau. Ich finde, da hast du jemanden eigentlich supportet, wo das verdient. Genau. Also würde jeder andere auch so machen. Genau. Einfach fürs Protokoll. Und habe bei ihr im Tessin gewohnt und gelebt und habe dann irgendeinen Anruf bekommen von einer Agentur aus Zug, wo ich gefreelanced habe für sie, wo mich dann fest angestellt hat. Und wir haben eine Wochenendbeziehung geführt, Evelyn und ich, weil wir sind dann mittlerweile wieder zusammengekommen. Wenn? Also du bist heimgekommen und hast gewusst, jetzt muss ich Evelyn sehen? Ja, wir haben uns gesehen. Und ich habe irgendwie gefunden, ich habe jetzt die grosse, weite Welt gesehen und du bist ja irgendwie nicht über den Kanton Zug ausgekommen. Und wir sind so ein Jahr lang haben wir uns ein bisschen umkreist und und sind 1-2 Mal über die Beckkante gestolpert und irgendwann habe ich ihr einmal angerufen und habe gesagt, du, ich glaube, wir müssen das noch genauer anschauen. Ich glaube, wir haben, wer immer das entschieden hat, von höherer Instanz oder wo auch immer, unsere Geschichte geht weiter. Und sie hat gesagt, wenn wir jetzt wieder in unsere alte Teenie-Story reingehen, macht das Sinn? Ja. Und irgendwie ist es ein total rationaler Entscheid gewesen. Wir haben einfach gewusst, hey,
ja, wir müssen uns wieder reinschicken und sind wieder zusammengekommen. Ja. Und haben dann im 2007 zum 20-jährigen Jubiläum, ich bin damals mit 14 mit meinem Puch Maxi ins Höndli gefahren, Ja. mit dem Brief. Ja. Willst du mit mir gehen? Ja. Genau, den Brief gibt es heute noch. Aber ich habe es mit Türkis-Tinte geschrieben, nicht mit blauer. Und die ist mittlerweile fast ausbleicht. Man kann ihn fast nicht mehr lesen. Genau. Und dann zum 20-Jährigen am 24. Oktober 87 ist das gewesen, und am 24. Oktober 2007 haben wir dann definitiv noch geheiratet. Ja. Wir zwei absolut unangepasste Revoluzer, die immer gefunden haben, Heirat ist sowas von bürgerlich, das braucht jetzt gar niemand. Ja. Und haben geheiratet und siehe da, das hat noch eigentlich um 2-3 Level an Tiefe zugenommen und ist ganz gut so. Hey, ich finde das so eine schöne Story im Fall. Eigentlich so, wie ich es mir für viele Leute wünsche. Mhm. Und auch weißt, mit 14 kennengelernt, durchgezogen bis 20, dann sagen, hey, ich finde, wir müssen jetzt so ein bisschen in die grosse Welt raus und beide so ein bisschen schauen, dass wir uns selber finden. Ja. Und wenn man sich dann findet und zurückkommt und dann trifft man sich und dann sagt man, hey mal irgendwie, Tipptopp. we agree to agree. Ich finde das mega schön. Ich Genau. finde das ganz eine schöne Geschichte. Ja. Und ich bin sicher, es ist nicht alles immer nur lustig und schön gewesen. Das ist viel Arbeit. Also sie hat gewusst, hey, der ist noch gar nicht hier nachgekommen, oder noch nicht hier nachgekommen, das gibt viel Arbeit. Und sie hat recht gehabt. Also bis sie mich wieder grounded hat hier in der Schweiz und bödelt hat das relativ lang gedauert. Also was hast du das Gefühl gehabt, was das es gelegen ist? Weißt du, dass du nicht so angekommen bist oder dass du so lange gebraucht hast, zum Ankommen? Weil, wie gesagt, meine Hälfte von der Seele Latina ist und die ist einfach immer noch dort gegangen. Und ich habe wirklich lang auf Spanisch geträumt Nacht und bin immer noch dort. Bin wirklich immer noch dort gewesen, einfach mit meinem ganzen Herz und meiner ganzen Seele. Ja. Das ist schwierig zu erklären, wenn man das nicht selber erlebt hat. Ich verstehe das schon ein bisschen. Ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Aber ich hatte dort so einen riesen Freundeskreis gehabt, viel grösser als hier in Walchwil. In Walchwil bin ich immer der Aussenseiter gewesen. Okay. Selber gewählt, eben durch meine Konstitution als ADHSler. Damals hat es das Wort gar noch nicht gegeben. Ja, ich habe so meinen kleinen Freundeskreis gehabt. Und in Chile, wo man so ein bisschen lebendige Menschen, wo die weniger auffallen. Ja. Wobei mittlerweile habe ich auch geruhigt. Wo weniger auffallen, dort bin ich sehr wohl gewesen. Und bin dann tatsächlich nach 15 Jahren, im 13. das erste Mal wieder auf Chile zurückgegangen. Also so lange, wo du nicht gegangen bist? Ja, hey, mit der Evelyn, weil ich ihr das wieder mal zeigen wollte, beim Flughafen angekommen, habe meine Kollegen angerufen und habe gesagt, by the way, ich bin wieder hier. Ja. Können wir heute Abend ein Barbecue machen? Wir sind am Abend am Grill hergestanden und haben genau dort weitergemacht, wo wir aufgehört haben, 15 Jahre früher. Die gleichen Männerwitze, jeder hat eine Bierflasche in der Hand gehabt, die Frauen sind drinnen am Salat machen. Es ist dort halt einfach wirklich noch, die Geschlechterrollen ist dort viel klarer definiert. Ja. Genau. Ich finde das im Fall manchmal nicht so verkehrt. Nein, ich kann nicht. Gerade in der heutigen Zeit frage ich mich, das ist wirklich etwas, wo ich mich wieder intensiv damit auseinandersetze, mit diesen Rollen. Mit Haushalt, Kind aufziehen und so. Ich finde, das ist auch sehr ein kontroverses Thema. Ich bin vor ein paar Jahren noch sehr radikal unterwegs. Ich habe gesagt, hey, nein, es kann nicht sein, dass eine Frau einfach daheim ist mit dem Kind und man muss arbeiten und man muss erwerbstätig sein und Zeug und Sachen. Und heute tue ich das ein bisschen hinterfragen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, Generationen vor mir haben zum Teil einfach noch so ein bisschen andere Werte mitbekommen, was ist eine Familie und was ist es daheim und wie ist man und so. Und die heutigen Generationen, das funktioniert alles anders. Oder? Mit Schule, Mami steht dann am Arbeiten, Papi ist da und die sind viel autonomer unterwegs, was ich A gut finde, aber B habe ich das Gefühl, manchmal fehlt so ein bisschen das Nest. Ein bisschen. Drum. Aber das ist jetzt auch. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt was mit traditionellen Rollenbildern zu tun hat. Das Mami ist eine andere Bezugsperson wie der Papi. Also, naja, das stelle ich null in Frage, aber die Frage ist, irgendwie kommt das Nestgefühl
kommt das tatsächlich von einer Anwesenheit und von der Erledigung von häuslichen Aufgaben. Habe ich ein anderes Verständnis. Also, vielleicht auch, weil ich da anders aufgewachsen bin. Ja. Ne? Also, also es gab ja trotzdem so bei mir zu Hause, gab es ja doch sowas wie ein Nestgefühl. So, ne? Das war ja schon, aber vor allen Dingen gab es eben tatsächlich auch sehr, sehr früh eine große Selbstständigkeit mit allem, was dazu gehört. Und das hat mir viele Türen geöffnet. Ja. Und es gab aber vor allen Dingen auch, und ich glaube, das ist wichtig, eine wahnsinnige, erstaunlicherweise, du kennst die Geschichte, eine wahnsinnige Toleranz. Also einfach völlig egal, was du bist, wer du bist, wo du herkommst, etc. Hier ist wichtig, Arschloch oder kein Arschloch. So, da machen wir den Cut. Alles andere ist völlig unwichtig. Und die anfallenden Aufgaben, egal was es ist, erledigen diejenigen, die es am besten können. So, ja, und das mag so. Ja. Und das ist, nein, also es ist. Aber weißt du, man tut heute, in der heutigen Zeit die Frauen, die sich entscheiden, daheim zu sein mit den Kindern, die tut man wirklich auslachen oder manchmal fast belächeln oder so der alte Zopf und der alte Kabis. Und ich bin manchmal ich bin da. Ich denke manchmal, ich finde das eigentlich nicht so verkehrt, dass die Mamis daheim sind bei den Kindern. Ich finde, das sind immer so Pendelbewegungen. Ja. Von konservativ zu liberal, Ja. zurück zu konservativ. Im Moment sind wir auf einer sehr konservativen Schiene wieder angekommen. Global. Ja, wahrscheinlich, ja. Und nachdem, dass wir irgendwie Wokeness, you name it, gewesen sind, ja. Es ist ein Zeitgeist. Ist es so? Ja. Hat sich etwas? Ja, ich finde das noch gut erklärt, so. Dass es ein Zeitgeist ist. Aber eben, wir sind jetzt in Chile, ihr beim Barbecue, Frauensalat machen, ihr beim Barbecue mit dem Bier. Und dann hast du der Evelyn Chile gezeigt. Und meine 5 Freundinnen, die ich damals hatte. Die hast du Evelyn auch gezeigt? Ja, und mein Freund, der mir uns damals Gastfreundschaft gegeben hat, hat mich irgendwann mal zur Seite genommen und hat gesagt, das ist sowas von respektlos, was du machst. Ui. Und ich dachte so, was ist das Problem? Dass du deiner jetzigen Frau die mit deinen Exen konfrontierst. Und ich habe gefunden, wo ist denn genau das Problem? Und weil das sind schliesslich, ich bin denen alle noch verbunden, also das sind auch Kolleginnen und die sind Teil von meinem Leben. Und ich bin gerade nachdem, dass wir wieder zusammengekommen sind, mit meiner allerletzten Ex noch 2 Wochen auf Kuba in die Ferien, weil das ist schon vorne vereinbar gewesen, bevor das Evelyn und ich wieder zusammengekommen sind. Und Evelyn hat gefunden, ja, das ist in Ordnung, das geht in Ordnung. Ja. Das ist allerdings sehr grosszügig von ihr. Also ich glaube, das würden nicht Menge Frauen machen und sagen, hey, wir sind jetzt wieder zusammengekommen, aber ist kein Problem, du gehst mit deiner Ex-Freundin mit deiner Ex-Freundin auf Kuba. Mit meiner chilenischen Ex-Freundin gehe ich noch ein bisschen nach Kuba. Genau. Siehst du da ein Problem? Oder ist das so weit? Nein, aber ich glaube auch da. Ja, aber ich glaube auch da kommt es halt wieder auf die Qualität von der Beziehung an, die du mit dem Menschen hast und auf Kommunikation. Also ich finde es auch eine starke Leistung von Evelyn. Wir sind beide zusammen, weil wir einen sehr hohen Grad an Freiheitsliebe haben. Ich rede jetzt hier nicht von offener Beziehung oder so. Nein. Aber wir lassen uns unseren Raum zum Schnaufen. Ja, ich finde das ganz wichtig. Ja, das glaube ich. Spannend. Und ich habe das Gegenteil erlebt, kleine Klammern auf. Ich habe erlebt, wie Südamerikanerinnen können eifersüchtig sein. Ich war an einer Party, ganz am Anfang. Irgendeiner ist auf mich zugekommen und hat gesagt, ich sehe, du bist am Rauchen, hast du mir eine Ziege? Und er hat gesagt, selbstverständlich hat er ein Päckchen hergehabt mit einem Smile und sie nimmt die raus und ich drehe mich um und laufe in eine parkierte Flatter rein von meiner Freundin. Ja. Ich war völlig entgeistert und habe gesagt, was ist jetzt passiert? Ich habe genau gesehen, wie du die angeschaut hast. Oh. Ja. Ei. Und so ist das dann weitergegangen, bis am Schluss Verfolgungsjagd mit dem Taxi durch Santiago durch, wo ich mit ihr Schluss gemacht habe und sie gesagt hat, ich werde mich umbringen, wenn du mich verlässt. Und so wirklich dann Telenovela, das ganze Telenovela-Spektrum einmal durchgemacht. Und auch mit ihr habe ich heute noch Kontakt und auch sie sind wir besuchen und alles gut, aber schwierig war damals. Ja.
Aber so hat man das auch mal erlebt. Ne? Also Ja. ich meine, wer hat schon Verfolgungsjagden mit dem Taxi durch Genau. Santiago de Chile gemacht? Wegen einer Beziehung. So, genau. Wegen einer Beziehung. Ja. Also, wegen das ist existenziell wegen einer Beziehung. Also Ja. den Kredit gebe ich ihr. Das ist okay. Also ist ihr ans Leben gegangen. Ja, Ja. Sensation. Ja. Sensation. So, ich gucke auch immer, weil ich immer die Uhr so ein bisschen im Blick habe. Ne? Wir sind seit einer Stunde dabei. Ui. Genau, Nein, das ist richtig. super. Ne? Wir können ganz lange weitermachen. Ne? Aber wir haben noch so vielleicht, und es soll hoffentlich nicht dein letzter Besuch hier bei uns gewesen sein. Wir haben noch so ein paar Themen, die wir abhandeln müssen. Ne? Schieß los. Ja, ganz viele. Also Angie, jetzt wir machen mal kurz mit dem Reisen, wir machen kurz mit dem nicht sesshaft sein. Stopp mit dem Reisen. Nein, Okay. ich stopp, aber vielleicht machen wir ein kleines Päuschen zwischendurch. Das Angie. ist voll okay. Ja? Wäre das okay für dich? Gut, Ja, jetzt tut mir leid, haben wir so viel über das Reisen geredet. So, nein, ich würde sehr, 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 sehr gern und ohne, dass wir versuchen, nostalgisch in die Technologie-Geek-Schiene reinzurutschen, aber vielleicht und so. Und dann bist du, also gelernter Schriftsetzer. Ich habe sehr, sehr lange mit einem Schriftsetzer zusammengearbeitet, der aber noch viel, viel früher angefangen hat. Also der hat noch Bleibuchstaben dann letztendlich gesetzt. Ne? Mhm. Und der konnte aus einem Stück Holz, eine Times New Roman in 18 Punkt schnitzen. Weil er das musste. So, das war das damals. Ich vermute mal, du hast keinen Bleisatz mehr gemacht. Kästen sind noch rumgestanden. Die Aber, waren noch ich da. bin auf Fotosatz aufgewachsen. Du warst auf Fotosatz aufgewachsen, gut, Ja. alles klar. Was auch, wenn man das mit heute vergleicht, auch ein Prozess Anderer war. Beruf ist. Genau, ein anderer Beruf und ein Prozess, den kannst du heute niemandem mehr erklären. Nein. Das kannst du niemandem mehr begreiflich machen, was notwendig gewesen ist, um ein Stück etwas, sei es Text oder Foto, auf ein Stück Papier zu bringen. Und wenn du das auch noch bearbeiten musstest und mit allem, was dazu gehört und wie viel da letztendlich von all dem, von dieser Handwerkskunst sich heute überall noch in der Software als Grundlagen und als Begriffe wiederfindet mit allem, was dazu gehört. Und viele Stunden in der Dunkelkammer verbracht, darum Ja. verstehe ich das Photoshop. Vielleicht habe ich den besseren Zugang zum Photoshop. Genau, ja, wahrscheinlich. Genau. Wahrscheinlich. Ich verstehe kein einziges Adobe-Produkt. Okay. Richtig, ne? Also ich kann damit umgehen, aber es kommt nicht richtig. Also Photoshop ist Adobe. Ja. Photoshop, Okay. Illustrator, InDesign und so. Ne? Okay. Man kann ganz fantastische, es ist sensationelle Software, aber irgendwie alleine mit den 3 Cursern, da fehlt es mir. Marktführer in unserer Industrie, aber mittlerweile eine Geißel der Menschheit. Ich bin passionierter Adobe-Hasser. Klammer zu. Okay. Ja. Und die Alternative zu Photoshop Pixelmator Pro ist gerade gekauft worden. Kennst du das? Pixelmator Pro? Nein. Ist die Alternative zu Photoshop. Das macht wirklich sensationell geile Sachen. Hat mein ehemaliger Arbeitgeber gerade gekauft, Apple. Okay. Ja, so. Mm. Und und dann bist du, also du hast Schriftsetzer gelernt und dann hast du eine Weiterbildung und Ausbildung dann noch gemacht. Aber bei der Firma hier bei Fantastic. Ich bin ein passionierter Autodidakt. Ich bin Also, dort okay. als Multimedia-Designer eingestellt worden. Sehr gut. Hat gar nichts zu tun mit Ja. Typografie oder Ja. Schriftsetzer. Okay. Und da auf der Schiene hast du dann auch weitergemacht in deinem Berufsleben? Ich habe eigentlich nach der Lehre dann immer als Grafiker gearbeitet oder auf Bild. Grafiker ist nicht ein geschützter Titel, wie Architekt kann sich irgendjemand nennen, Genau. der das Photoshop kann installieren oder das Archicad. Okay. Ja. Ich habe immer als Grafiker geschafft, habe mich dann auch irgendwann selbstständig gemacht im 2004 mit meiner Agentur. Ist eigentlich von Anfang an eine Designagentur gewesen, Print und digital. Ich habe dann Also einfach immer für Medien. immer für mich. Es ist also, sagen wir mal so, ich habe angefangen ganz hinten an der Nahrungskette in der Form Ja. als Typograf. Bin dann immer stärker nach vorne gerutscht in Inhalt hinein und bin jetzt am entgegengesetzten Ende bei der Konzeption, bei der Konzeptentwicklung. Mhm. Ja. Immer jetzt ganz, ganz stark zusammengefasst. Mhm. Aber ich habe eine Designagentur gegründet im 4, nachdem dass ich im 2 wieder zurückgekommen bin aus dem Tessin. Habe gewusst, ich kann nicht Print und digital beides machen. Ich habe dann bei der Fantastic Corporation habe ich noch eine Ausbildung gemacht, eine 2-jährige. Das hat damals geheißen Multimedia Producer. Das war CD-Authoring. Makromedia Director. Makromedia Director. Genau. Und Flash. Ja. Genau. Ja. Auch alles schon wieder
History. Ja, Wahnsinn. Und habe dann allein gearbeitet, hatte den ersten Mitarbeiter gehabt, bin dann irgendwann mal an eine Freelancerin hergetreten, die gut war im Print und die total gegensätzlich war wie ich. Und ich habe gefunden, das wäre eine gute Geschäftsergänzung. Ich habe sie reingenommen als Partnerin. Ja. Ich habe gefunden, die ist so anders, die ergänzt mich. Und Ja. ich kann dann den Printteil machen, ich mache den digitalen Teil. Nach 10 Jahren haben wir festgestellt, ja, wir sind sehr grundverschieden und haben uns aus dem Grund dann auch wieder getrennt. Sie hat den Printteil mitgenommen, ich habe den digitalen Teil behalten. Ja. Genau. Ja. Aber auch, ich finde das eigentlich auch mutig, oder? Du machst dich selbstständig und dann stellst du jemanden ein, der weiss, 180 Grad anders wie ich. Ich finde das mutig. Würde auch nicht jeder machen. Ist ein Prozess gewesen. Ja, und das hat ja aber auch 10 Jahre gehalten. Ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt auch nicht überhastet, dass man dann gesagt hat, pass mal auf. Nein, aber nur schon, weißt du, den Schritt machen und sagen, hey, ich stelle jetzt wirklich jemanden ein, wo mir wahrscheinlich mehr wie einmal recht auf den Wecker geht mit irgendwelchen Sachen. Sie ist mir damals nicht auf den Wecker gegangen, aber wir haben einfach herausgefunden, es gibt, das ist jetzt Küchentischpsychologie, es gibt zweierlei Menschen. Es gibt die einen Menschen, die sagen, das haben wir jetzt miteinander abgemacht und das gilt jetzt. Ja. Zu diesen Menschen gehöre ich nicht. Ich gehöre zu den Menschen, die sagen, es ist jetzt ein Tag später, ich habe neue Informationen. Wir müssen das, was wir abgemacht haben, noch einmal überprüfen. Aber besprechen miteinander. Und dann gibt es Leute, die das extrem nervt und sagen, jetzt haben wir doch das abgemacht. Ja. Jetzt wollen wir über das nicht mehr reden. Und ich finde, aber jetzt haben wir doch ganz neue Informationen, die können wir doch jetzt nicht ignorieren. Wir müssen doch die jetzt noch mit reinnehmen. Ja. Und das hat mitunter... Und ich will das keinesfalls werten. Nein, das ist im Gegenteil, das ist das Menschsein und ich finde, das macht alles vielfältig und bunt. Genau. Das wäre ja langweilig. Und ich bin da mit 1000 Ideen. Ja. Und tendiere dazu, mit dem auch Leute mal zu überfordern. Aber das ist der Muskel, den ich hauptsächlich austrainiert habe. Mein Job ist 100% verwerfen und 99% verwerfen. Ja. Also es ist dann auch immer, du musst all deine Darlings, die du entwickelst, musst du auch ohne Schmerzen wieder Bach abschicken. Ja. Genau. Und irgendwann kommt etwas Gutes dabei raus. Ja, finde ich cool. Anstrengend manchmal auch wahrscheinlich. Anstrengend und für viele Leute sehr suspekt und ja. Nee, kreativ. Kreativ. Und du funktionierst eben auch so, Frank. Du funktionierst genau gleich. Das ist, eure Köpfe funktionieren so. Ja. Habe ich das Gefühl. Also wenn jetzt du das so erzählst und das, was ich von dir kenne, Frank. Und da braucht man den richtigen Rahmen, den richtigen Nährboden. Man braucht eine ganze Menge Rückgrat. Ja. Und man muss natürlich auch liefern. Na, das ist der Punkt. Ne? Also wenn du nur Ideen hast und das verwerfe ich mal wieder und dann kommt dann letztendlich nichts dabei raus, dann verhebt es einfach nicht. Ne? Aber es muss dann letztendlich, wenn man sagt, pass mal auf, wir müssen es neu denken, denn es hat sich etwas Entscheidendes verändert. Und manchmal ist es ja so, ich kann euch noch nicht sagen, warum das etwas Entscheidendes ist, aber bitte geht mit mir mal für die nächsten 2 Stunden diesen Weg. Es ist etwas Entscheidendes. Und dann muss mehr als einmal dann letztendlich dabei auch was Gutes bei rauskommen, was besser ist als vorher. Ich bin mittlerweile am wunderbaren Punkt angekommen, dass ich hinter mir ein Team habe, das alles das, was ich anreisse und mir ausdenke, dann nachher auf den Boden bringt. Ja, das ist gut. Und das ist die perfekte Kombi. Das ist perfekt. Das ist absolut perfekt. Ja. Das ist, ich habe lange für einen großen Konzern gearbeitet. Und da hast du einen anderen Rahmen, da hast du eine Menge Nährboden, aber dann hast du halt niemanden, der vor allen Dingen, wenn du dann innerhalb eines Landes in einem großen Konzern in einem Spezialteam arbeitest, der dann abarbeitet. Das heißt also, oder abarbeiten ist ein scheiß Wort, der dann umsetzt, der dann die produziert, die Idee nimmt und sie zu Ende produziert. Sondern und das kommt mir dann aber auch wieder zugute. Da musst du dann von der Idee bis zum Proof of Concept alles selbst machen. Ständig. Und ganz genau so. Und
alle Aspekte auf einer strategischen Ebene, auf einer operativen Ebene, auf einer kreativen Ebene, auf einer visuellen Ebene, auf einer textlichen Ebene, auf der betriebswirtschaftlichen Ebene mit allem, was dazugehört. Und dann hinten kommt etwas raus, was du dir die ganze Zeit gebaut hast. Mit natürlich Feedback und hier und da und mit. Aber du baust das und dann hast du dieses Ding, was das auch immer ist. Es mag ein Konzept sein, es mag ein Produkt sein, es mag ein Programm sein, es mag was auch immer. Und das ist ein herrliches Gefühl, dass dann letztendlich dabei was rauskommt und dann geht es erst richtig los. Also, und jetzt muss ich jedem begreiflich machen, warum das denn so großartig ist. Das ist dann die ganze Kette, dann, die dabei rauskommt. Aber wie findest du beispielsweise, also diese Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, denen du reißt die Tür auf, es kommt eine Idee, also ich überzeichne das jetzt ganz fürchterlich, du briefst, du sagst, pass mal auf, so und so und so und so, das ist das und das und das. Und dann nehmen die verschiedenen Disziplinen und fangen an zu produzieren. Wie hast du diese Leute gefunden? Oder haben die dich gefunden? Oder waren die schon da? Oder hast du die gebaut? Die letzten 20 Jahre sind gepflastert von den Beziehungsdelikten. Ja. Im Sinne von, meine Kunden sind reine Beziehungsdelikte, meine Mitarbeiter sind reine Beziehungsdelikte. Einzig der Michi, mein langjährigster Mitarbeitende, habe ich über ein Inserat gefunden. Er hat sich beworben bei mir mit der E-Mail-Adresse michi.nimts@gemütlich.ch. Und ich habe irgendwie gefunden, ich brauche keinen Mitarbeiter, der es gemütlich nimmt. Kannst gerade ausgeschieden, habe jemand anderen genommen, in der Probezeit rausgefallen, wieder Stelleninserat geschaltet und dann hat der Michi sich noch einmal gemeldet und hat gesagt, hättest du immer noch Interesse? Und ich habe irgendwie gefunden, okay, dann kommst du halt. Ja. Und haben uns lange aneinander gewöhnen, aber auch das irgendwie, es sind immer Schicksalsbegegnungen, auch mit Kunden. Ja. Man wird einfach weitergereicht und ja. Und bist du dann wie groß ist das Team? Wir sind neu 30 Leute. Allerdings hier in der Schweiz sind wir rund etwa 10 Leute. Ja. Und in Kassel haben wir noch ein Büro, wo 20 Leute sind. Ja. Wir sind jetzt gerade nach einem Zusammenschluss. Ja. Von meinem Studienleiter. Ich habe 2006 einen Master gemacht im Mobile Application Design. Das ist jetzt nicht auf der gestalterischen, visuellen Ebene gewesen, sondern im sogenannten Service Design. Was kannst du für Dienstleistungen kreieren? Haben wir uns damals ausgerechnet auf mobilen Endgeräten und wie cool wäre es, wenn die Dinger ein GPS drin hätten. Damals ist der Nokia Communicator, das ist der grosse Ziegel, wo du Hunde totschlagen damit. Ja. Ist State of the Art gewesen. Es hat noch Symbian gegeben, es hat BlackBerry gegeben, es hat Windows Mobile gegeben. Und ich habe damals dann, wo ich gerade meine Masterarbeit gesucht habe, hat mir der alte Fantastic-Chef angerufen und hat gesagt, hey, du machst doch immer noch so Pixel. Ich habe eine neue Business-Idee. Ich würde gerne Finanzinformationen aufs Mobile bringen. Das ist heute bei jedem Device fix installiert, gehört zum Betriebssystem. Hat es damals noch nicht gegeben. Damals hast du bei deiner Bank einen Service gehabt und wenn sich der Dollar gegen den Yen verschoben hast du im 10 Minuten Abstand hast du ein SMS bekommen mit dem Kurs und irgendwann hast deinen Berater angerufen und hast gesagt, ist das nur ein Hiccup oder ist es ein Trend? Und ich konnte damals mit ihm zusammen die Firma aufbauen und das war meine Masterarbeit. Also ich bin dort nur als Consultant angestellt, aber habe das 4-5 Jahre lang begleitet. Ja, spannend. Und wenn du jetzt ein Team hast, alles Spezialisten in ihren Disziplinen, bist du dann was für eine Funktion hast du dann? Gibst du ausschließlich die Ideen oder bist du auch Dirigent oder ist das selbst organisierend, das Gesamtsystem? Oh ja, das schön wär's. Ja. Selbst organisieren. Ja. Da kommt mir wieder meine unbändige Neugier zugute. Ich gehe beim Kunden rein, wir machen dort Workshops, wir definieren die Ausgangslage, wir bestimmen die Anforderungen miteinander bestimmen. Ich bin der unangenehme sogenannte Anwalt des Nutzers. Also ich sage immer, ich arbeite nicht für meine Kunden, sondern für die Kunden von meinen Kunden, weil die schlussendlich das Zeug brauchen.
Und der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht den Fischer. Und das sind dann manchmal harte Fights, wo ich irgendwie dem Kunden muss sagen, aber so wie es du willst, das versteht kein Mensch, das ist zu komplex. Aber wir haben es schon immer so gemacht, ja, dann müssen wir es jetzt künftig anders machen. Und komme dann nachher mit dem Grobkonzept dort raus. Also grundsätzlich, für die nicht wissen, was ich mache, wir machen, auf Neudeutsch heisst das User Experience Design. Also wir gestalten wir gestalten die Schnittstellen zwischen Menschen und Computer. Benutzeroberflächen von Software, nicht der technische Teil, wir nicht programmieren, sondern wir gestalten, wie das aussieht. Und unsere Aufgabe und unsere Verpflichtung ist, dass die Menschen, die das bedienen, möglichst wenig Schulungsaufwand brauchen, möglichst wenig Supportaufwand hervorrufen, etc. Ich sehe es oft, Leute, die vor einem Computer hocken und sagen, ich komme nicht raus, ich bin so blöd. Ja. Dann muss ich immer sagen, gib's dem, der konzipiert hat, die Schuld. Der hat es falsch designt, dass es du nicht verstehst. Ja. Es liegt nicht an dir, es liegt am Designer. Ja, da gebe ich dir recht. Und da könnte ich dir wahnsinnig viele Geschichten aus meinem Bankenalltag erzählen, wo ich mich so fürchterlich aufgeregt habe. Wir arbeiten im Moment für ein Unternehmen im Bankensektor, wo für Banken Software macht und gestaltet genau die Applikationen, dass die Leute, die in den Banken arbeiten, sich nicht darum kümmern, wie benutze ich so das Ding, sondern wo ihre Arbeit das ist eine Herkulesaufgabe. Das ist eine unfassbare Aufgabe, wenn ich dann auch eben an das System der einzelnen Banken denke. Weil wenn du ja im Userface Knöpfchen drückst, muss es ja dann im System im besten Fall auch etwas auslösen oder eine Kundennachricht schicken. Und das ist schon, also das ist ein Herkules. Banken sind leider nicht gerade die Innovatoren. Sie sind es einmal gewesen. Der erste Digitalisierungscase, wirklich, der sich durchgesetzt hat, irgendwann haben einmal die Leute gesagt, wir haben Schalteröffnungszeiten, aber die Leute wollen ja vielleicht außerhalb der Schalteröffnungszeiten zu Geld kommen. Und sind die Leute hergegangen und haben einen Bankomat entwickelt. Und das war wirklich Service-Design der Treiber und nicht, wir haben jetzt neue Technologie, aus dem könnte man einen Bankomat bauen, sondern umgekehrt. Und das war in den 70er Jahren. Das war der Digitalisierungscase der Banken. Weißt du noch, wer den entwickelt hat? Fällt dir der Name ein? Ich weiß es. Nein, weiß ich nicht. Nein, weiß ich nicht. Prätentiös, ne? Ich weiß es. Nixdorf. Ah, ja, genau. Ja, mit dem orangen Monochrom-Display. Nixdorf, ja. Ganz genau. Nixdorf, aus Ostwestfalen. Die gibt es heute noch. Genau, da, wo Miele und Bertelsmann und so, wo die alle sitzen. Genau, Nixdorf. Heinz Nixdorf. Heinz? Nixdorf. Ja, so ganz genau. Also ich finde, das ist eine Herkulesaufgabe. Das ist eine schöne Aufgabe. Du leistest es ist eigentlich ein Dienst an der Menschheit. Du nimmst ihnen die Kopfweh weg und gibst ihnen ergonomische. Das ist wie wenn du einen komischen Hammer in der Hand hast und du machst einfach so, dass der Hammer gut in der Hand liegt. Ja. Ich bin dann halt eben, ich bin da, was so Zeug angeht, bin ich sehr pragmatisch. Ich habe ein gutes Köpfchen zum Glück. Ich lerne dann den Google auswendig und weiss dann, wo ich welche Schlünke machen kann. Das System. Ich bin dort sehr pragmatisch und sehr einfach auch. Ich gewöhne mich sehr leicht an meine Gegebenheiten. Also jetzt auch, wenn ich nicht ergonomischen Hammer habe, das regt mich nicht auf. Das ist dann, brauche ich halt den Hammer. Wenn ich ihn nicht 24/7 brauche. Es fängt aber schon an bei der Typografie. Typografie ist ein Dienst am Leser. Die sorgt dafür, dass du besser, schneller kannst lesen, dass du dich auf den Inhalt kannst konzentrieren kannst, respektive das Visuelle den Inhalt unterstützt. Und das ist das, was ich heute noch mache. Ja. Also das ist ein Thema, das vertiefen wir mal. Ich finde das total spannend. An anderer Stelle, weil... Ich mache mir einfach nicht so Gedanken. Naja gut, das ist wunderbar, das ist das Ziel. Dass du dir keine Gedanken machst. Es geht und wenn mich dann aber etwas nervt, dann komme ich dann schon. Dann finde ich so, hallo, kann man es bitte anpassen? Mein Ziel ist, dass du nicht kommen musst. Das ist meine Aufgabe. Ja. Das ist meine Kernaufgabe. Das ist gut. Ich bin dankbar, gibt es so Leute, die das machen. Also gut, jetzt brauche ich es ja eigentlich nicht. Aber bei welchem Thema sind wir jetzt? Nein. Genau, in Anbetracht der Zeit. Ich möchte mich noch... Was? Ja. Nein, alles gut. Alles gut. Und dann irgendwann
irgendwann hat dich der Ruf ereilt, dich in der Gemeinde zu engagieren. Ja, genau. Das war nicht der Ruf, es war das Telefon. Das Telefon, ja gut, aber ne, so. Und wer werden angerufen? Donnerstagnachmittag, Tobias Hürlimann gesagt, ich will gerne ein Meeting mit dir, jetzt. Ja. Mhm. Ich habe irgendwie damals mit dem Tobias nicht gross zu tun gehabt. Und ich habe gesagt, ich gehe morgen mit meiner Frau auf Wien, ein langes Wochenende. Lange das nicht am Montag. Und er hat gesagt, nein, komm bitte morgen. Ich fand, was soll denn das? Und bin zum Tobias gegangen und der Tobias hat gesagt, wir haben jetzt schon lange eine Vakanz von der Mitte aus im Gemeinderat. Wir suchen dringend jemanden im Gemeinderat. Unser Zeitfenster schließt sich, weil das ist damals der Thies, der ausgefallen ist. Mhm. Wir haben gehofft, dass der Thies wieder zurückkommt. Das hat sich dann irgendwann, haben die damaligen Beteiligten müssen herausfinden, nein, aus dem wird nichts mehr. Hat wirklich lange zugewartet und ihm die Chance gegeben. Und am Schluss war noch ein ganz kleines Restchen Zeit gewesen, bis man hätte müssen Wahlen ausschreiben. Die Mitte hat damals die CVP, hat einfach einen Nachfolger stellen. Und der Tobias hat gesagt, okay, heute ist Freitag, wir brauchen den Gemeinderat. Ja. Und ich habe gefragt, wie lange habe ich Zeit zum Überlegen? Habe ich ein paar Wochen? Und er hat gesagt, nein, bis am Montag. Also Freitag bis Montag? Freitag bis Montag. Hey. Und bist du damals schon in der Partei gewesen, in dem Fall? Nein. Okay. Nicht. Ich zucke heute noch zusammen. Ich habe mit Politik. Wir haben im 2016, glaube ich, wir haben damals den Pitch gewonnen, zum Kommunikation machen für die CVP, Gesamtkanton und Ortspartei als Agentur. Ja. Und ich habe dort so ein bisschen von Ghostwriten auch für sie Inhalt schreiben und habe gefunden, das ist eigentlich gar nicht so weit weg von meinem politischen Profil. Ja. Wobei mein persönliches politische Profil, das ist jetzt ganz schwierig, wenn ich das in Walchwil sage, und nächstes Jahr sind Wahlen, aber ich habe noch so ein kleines grünes Sprengsel in meinem Orange. Das glaube ich dir. Nach Smart Spider wäre ich eigentlich ein GLPler. Ich finde, die Kombination zwischen, ich bin bürgerlich orientiert, und die Kombination zwischen Ökonomie, zwischen Wirtschaftsteil und Ökologie, habe ich immer gefunden, wäre eigentlich die Schweiz prädestiniert dazu. Wir sind einmal führend in der Solartechnologie in den 90er Jahren. Wir haben das Image als die Saubermänner der Welt. Wir sind Marktführer in so vielen Sachen und irgendwann haben uns Chinesen die Solarpanels abgekupfert etc. Aber ich finde immer noch, das wär doch unser Erfolgsmodell für unsere Wirtschaft, mitunter zum quasi Technologie so voranzutreiben, dass sie eben Teil von der Lösung ist und nicht Teil des Problems. Ja. Und das hat überhaupt nichts mit Sandalen und Naturjoghurt und weiss nicht was. Ja, Entschuldigung, bis zum Zuspitzen. Genau. Also nein, es wäre ja dann nicht mehr Naturjoghurt, sondern das vegane Mandel- oder Kokosjoghurt. Ja, zum Beispiel. Genau. Nein, hey, ich finde Politik auch anspruchsvoll. Ich bin froh, bin ich nicht aktiv am Politisieren, weil ich denke, da gibt es Menge Diskussionen, die hitzig und anspruchsvoll ist. Und ich finde es auch schwierig, also auch spannend natürlich, aber ich finde es auch schwierig, sich auf eine... Ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, ich bin jetzt Hardcore SVPler und nur SVP und links und rechts gibt es nichts mehr. Oder dann gibt es nur GLP und links und rechts gibt es nichts mehr. Oder dann gibt es nur die SP und links und rechts. Ich finde, alles, was extrem ist, finde ich schwierig. Ich bin genau bei dir. Und das ist das Schöne an der Mitte. Ja. Ich will jetzt keinen Werbespot machen für die Mitte, aber das ist dort, wo man sich eine eigene Meinung darf leisten. Wo man nicht auf Parteibuch ist, wo man nicht dogmatisch ist, sondern wo man hart miteinander verhandelt. Im Umkehrschluss wird uns immer vorgeworfen, die Wischiwaschi-Partei, die wissen nicht, wo sie her müssen, aber wir sind Mehrheitsmacher. Ja, wir können die Klammer wieder schliessen. Ja. Ich bin dort heimgekommen, habe das meiner Frau erzählt und habe irgendwie so ein Gesicht gemacht, offenbar so, ja, das würde mich noch interessieren. Und haben dann den grössten Ehekrach in der Karriere von unserer Beziehung. Unsere Trauzeugin musste als Mediatorin kommen und dort wieder Ruhe stiften, weil sie meine Frau gefunden hat, hey, du schaffst schon irgendwie
150%. Wenn, bitteschön, willst du dann noch irgendwie Gemeinderat sein? Weißt du was? Soll ich jetzt gerade einen Scheidungsanwalt bestellen, weil mich braucht sie dann nicht mehr. Mhm. Und das war eine harte Diskussion. Da kann Tobias am Montag noch keine Antwort geben, sondern erst etwa eine Woche, 1,5 später, nachdem dass wir mit der Livia zusammengesessen sind, die dann irgendwie gesagt hat, hey, du kannst deinem Mann das nicht verbieten. Und das Fazit von der Evelyn ist, hat er es ja gesagt. Und mein Fazit ist, du hast recht, aber es ist gleich total ein dankbarer, schöner Job. Genau. Ja. Und so bin ich in Politik gekommen. Also über Nacht. Aber und ist für mich auch nicht der klassische Weg, oder? Wie man die Frage ist, ob es einen klassischen Weg gibt. Ja, klar, es kann natürlich sein, dass die Grossvater schon irgendwie... Und ich habe manchmal das Gefühl, dass du entweder wirst du so in einer Politikerfamilie geboren oder eher nicht so. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ja, und ich denke, also eben, ich nehme dich auch als... Du bist für mich sehr ein farbiger, offener Politiker und Gemeinderat, was ich extrem cool finde auch. Ich denke, das ergänzt das Spektrum. Das ist das, was es braucht. Es braucht das Spektrum. Ja. Und durch das schaffen wir auch sehr gut zusammen. Wenn ich da noch einen kleinen Werbespot hingegen darf für den Gemeinderat machen. Ja. Das ist ein total schöner Job, ist ein operativer Job, ist kein politischer Job. Du musst dort einfach deine Arbeit machen. Du hast deine Abteilung, du hast deine Projekte, du hast deine Kunden und ich sage es immer, jetzt schaut man die Walchwiler Bevölkerung an, 4000 Leute, stellt das in einer Pyramide dar. Zuoberst stellt man den Gemeinderat. So, und jetzt nimmst du die Pyramide und drehst sie um 180 Grad und dann ist das mein Verständnis, das ich habe von meiner Aufgabe. Ich habe 4000 Chefinnen und Chefs. Gut, wenn wir jetzt... Nein, das sind eigentlich alle Kunden. Dann gibt es innerhalb von diesen Kunden noch ein paar, die quasi mitreden dürfen. Also das ist dann der Souverän, das sind die Stimmberechtigten. Und denen die haben mich installiert mit der Aufgabe, dass ich denen ihren Auftrag ausführe. Und das ist am Anfang ein rechter... Ich habe so im ersten Monat bin ich wirklich so ein bisschen in meinem Selbstverständnis ziemlich erschüttert gewesen. Ich hatte das Gefühl gehabt, jetzt bin ich Gemeinderat, jetzt muss ich mit ganz ernster, staatstragender Miene durchs Dorf durchlaufen und als Respektsperson mich positionieren. Und nach einem Monat habe ich herausgefunden, vergiss das bringt jetzt gar niemandem etwas und am allerwenigsten mir. Ja. Aber ich gehe jetzt wenigstens, ich gehe jetzt nicht mehr im Trainer in Spar einkaufen und in den Schlarpen. Das mache ich nicht mehr. Machst du nicht? Hey, das war im Fall etwas, was ich mir extrem überlegen musste, als ich in der Bankkunde hast. In der Bankkunde. Auch dort geht das nicht. Ne? Oder bist du im Trainer arbeiten? Nicht arbeiten, aber ich bin manchmal im Trainer in Coop. Ich habe gefunden, hey, nein, sorry, ich lebe da. Also jetzt schon nicht gerade irgendwie im durchsichtigen Top und keine Ahnung was, aber nein, ich habe gefunden, nein, sorry, das muss drinnen liegen. Wenn ich irgendwo im Sport war und schnell noch in Coop etwas will, ich kann mich jetzt nicht irgendwo anders anlegen. Nein. Ja. Und die Leute haben ein völlig falsches Bild vom Gemeinderat und haben das Gefühl, das ist irgendwie so ein ominöses Gremium und dort wird gemauschelt und Zeug und Sachen. Und wenn es um Baubewilligungen geht, je nach Tagesform und Lust und Laune sagen wir ja oder nein. Oder vielleicht machen wir noch irgendwie Tarotkarten oder das Flaschendrehen oder einfach, wie es uns gerade passt. Nein, wir haben ganz klare Regeln, wie wir entscheiden. Das ist ja gesetzgebunden. Beispiel 5G-Antenne haben wir im Gemeinderat drin, haben Haufen Einsprachen gehabt. Und wir haben gesagt, wir können das nicht. Selbst wenn wir alle 5 gefunden hätten, nein, 5G finden wir nicht gut. Das kann durchaus ein Szenario sein. Es gibt Gesetze, die sagen, nein, wir können das nicht verbieten, wir würden gegen geltendes Gesetz verstoßen. Wir können das nicht... wir können nicht sagen, nein, das wollen wir nicht in Walchwil. Ja, das ist einfach, weil Bundesbern... Weil übergeordnetes Gesetz. Ja. Und noch ein anderer Faktor, eben, die Leute sagen immer, ja, als Gemeinderat, da brauchst du ein dickes Fell. Und ich muss sagen, überhaupt nicht. Ich bin jetzt im 7. Jahr. Mir ist noch nie irgendeiner gekommen und hat gefunden, was bist denn du für ein Jumpel und im Gemeinderat und ihr überlegt euch ja überhaupt nichts. Die Leute sind sehr dankbar für den Job, den wir machen und wir machen den alle gern und
ich will das Amt ein bisschen demystifizieren. Hey, ich glaube auch, also was ich jetzt mitbekommen habe, so die letzten paar Jahre, ich spüre, dass ihr aktiver, frischer, ein bisschen wilder, nein nicht wilder, aber einfach so ein bisschen aktiver und frischer, habe ich das Gefühl, sind ihr unterwegs. Sei es jetzt mit dieser App Crosity oder ich mag mich eben an die Online-Umfrage erinnern, die ihr einmal gemacht habt. Ganz wichtige Themen und ich hätte noch so viele Fragen, die ich euch stellen wollte, wegen der Zukunft auch von Walchwil. Aber das hat da keinen Platz. Aber ich finde, man spürt euch schon anders oder man nimmt euch anders wahr, wie man den Gemeinderat auch schon wahrgenommen hat. Also ich weiss nicht, wie es dir geht, Frank. Aber gut, ich habe da natürlich ein relativ eingeschränktes Bild nur drauf, ne, weil ich ja seit 5 Jahren da bin. Aber insgesamt, so wie das gesamte Dorf sehr lebendig ist und lebt, ist auch der Gemeinderat, so wie ich ihn wahrnehme, sehr lebendig und sehr, sehr aktiv und sehr, sehr nah bei allem. Also das ist das, was ich sagen kann. Und es ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was... Gut, ich bin in Hamburg politisch und wirtschaftspolitisch aktiv gewesen. Das ist aber das war ein Affenzirkus sondersgleichen. Die etablierten deutschen Parteien, die sich dann um die Sitze balgen. Da ist unser System hier schon ein ganz, ganz anderes. Ne? Das mal so. Aber nein, ich nehme das genauso wahr. Als aktiv dynamisch gestaltend, als realistisch auch. Ja, und auch offen und zugänglich. Ja, also ich habe jetzt wie nicht das Gefühl... Das ist mir ganz wichtig, also uns allen wichtig. Uns kann man jederzeit anrufen. Auch in der Schule sage ich immer unseren Lehrerinnen und Lehrern, hey, wenn ihr mit mir mal zu Mittagessen, läutet mir an. Ich kann mit dem Ich finde das Wort Schulpräsident allein schon so schwierig. Ich bin ein Mitarbeiter dort. Ja. Meine Aufgabe in der Schule ist, ihnen die Steine aus dem Weg räumen, damit sie ihren Job machen können. Ja. Das ist in der Schule mein Job. Ja. Klar habe ich eine Aufsichtsaufgabe, aber die machen so einen guten Job. Und vor 2 Jahren haben wir, es gibt alle 5 bis 7 Jahre ein kantonales Assessment, kommen die rein, reden mit den Lehrern, mit den Schülern, mit den Eltern, hocken 3 Tage in den Unterricht, schauen sich das alles an. Das gehört zum Qualitätsmanagement vom Kanton, vom Amt für Bildung. Und dann sind die vor uns hergestanden und haben gesagt, also einfach mal zum Anfang, was es bei uns nicht gibt, ist die Exzellenznote. Aber bei euch in Walchwil müssen wir jetzt eine Ausnahme machen. Hey, cool. Das ist ein spezieller, spezifischer Aspekt. Und das ist quasi die Kultur, die Arbeitskultur, die in dieser Schule herrscht. Die ist mit der Exzellenznote ausgezeichnet worden, weil wir einfach sehr langjährige, sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die einfach für diesen Job leben. Ja. Ich kenne auch noch einen Haufen Lehrerinnen und Lehrer an der Schule. Wo ich schon in die Schule gegangen bin zu ihnen. Und die uns abgeschlagen haben damals, die sind wir zum Glück los geworden. Die sind aus der Mode geraten. Ja. Genau. Was sind denn, wenn du darüber reden willst, so für dich als Gemeinderat die 3 großen Themen im Moment für in deinem Bereich oder aber auch insgesamt? Ja. Die 3 grossen Themen. Das erste ist, ich sehe mich ja so ein bisschen als selbsternannter Schutzpatron der Vereine. Ich könnte dort zwar noch viel mehr investieren, versuchen mit Präsenz da zu sein. Die sind absolut der Kit von unserem Dorf. Die sind so wertvoll. Also, wenn ich mich entscheiden zwischen braucht es einen Gemeinderat oder braucht es Vereine, würde ich mich wahrscheinlich für die Vereine, weil die haben so ein Korrektiv und die haben so einen sozialen Zusammenhalt und die haben so eine feine Verästeligung ins ganze Dorf raus. Die sind extrem wichtig. Und mein Anliegen ist, denen zu helfen, damit wir nicht in eine Schlafgemeinde abgleitet, wo wir durchaus eigentlich die Voraussetzungen dazu hätten. Weil Thema Nummer 2, wir sind mittlerweile bei einem Anteil von 37% Zugezogenen mit nicht Schweizer Nationalität und das ist
eine Art Minderheit, die einfach bis jetzt irgendwie so behandelt worden ist, ja, die kommen daher, die hocken nicht am Bahnhof unten rum und irgendwie lungern rum und trinken Bier und belästigen die Leute, sondern sie zahlen ordentlich Steuern und dann ist ja alles gut. Läuft ja von selber, muss man nicht viel weiter machen. Aber im Pausenplatz unten sind wir mittlerweile bei 50-50. Und irgendwann kann das kippen, wenn wir zu dem nicht Sorge haben. Und entweder gibt man dieser Gemeinschaft die Hand und hilft ihnen, also sie bringen ihre Kultur rein und wir haben unsere Kultur da. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder warten wir, bis ihre Kultur überhand nimmt. Und da gibt es ganz viele Leute, die sich beklagen. Im Zug am Morgen wird nur noch Englisch geredet, etc. Also ist durchaus ein Thema. Das fällt mir auch extrem auf. Wieder. Ja, das ist... Und darum finde ich, ist es unsere Aufgabe als Gemeinde, denen so viele Brücken wie möglich zu bauen, damit sie hier schneller ankommen. Und das ist ihnen Hilfe anzubieten im Deutschlehren beispielsweise, macht man zum Teil schon, könnte noch mehr passieren, ist ihnen zu helfen, in den Vereinen anzukommen. Ich habe mein Französisch noch ausbauen damals und ich habe da im Zuger Facebook-Dingsbums habe ich eine Anfrage gestartet. Ich suche jemanden, der mit mir einmal in der Woche kommt, Französisch reden. Ich zahle das Mittagessen, du redest Französisch, nur Französisch. Und so profitieren wir beide voneinander. Ja. Du kannst mit mir über Schweizer Themen reden, du kannst Französisch reden, ich zahle dein Mittagessen, zusammen profitieren wir. Und so etwas stelle ich mir auch, und da bin ich bereits im Dialog mit dem International Men's Club, weil die haben auch ganz fest, wenn die daran arbeiten, ihren Mitgliedern zu helfen, hier im Dorf schneller anzukommen, um herauszufinden, wie funktioniert unser Dorf, wie funktioniert der Nöckihof, wie funktioniert unser Schulsystem. Sie verstehen sich wie quasi als Gatekeeper, wenn man das Neudeutsch darf bezeichnen, um da in Walchwil schneller anzukommen. Wenn man das von außen anschaut, hat man das Gefühl, die wollen sich abkapseln, das ist ein Ghetto, die wollen unter sich sein. Es ist das pure Gegenteil. Die wollen ihren Leuten helfen, da anzukommen. Sie haben ihren WhatsApp-Kanal, wo sie ganz einen Haufen Kommunikation von der Gemeinde auf nicht nur sprachlich übersetzen, sondern auch inhaltlich, kulturell, um zu sagen, hey, wenn denn das hier gemeint ist, aus dem und dem Grund. Und ja, ihr müsst eure Kinder im Fall, wenn die Schule euch das schreibt, dass ihr das Kind zu Fuß in die Schule abschickt. Das ist aus dem und dem Grund, weil sie werden hier wirklich nicht entführt. Ihr müsst keine Angst haben, wir sind hier nicht in Kolumbien, wir sind in Walchwil und so weiter. Ja. Und das, glaube ich, wird in der nächsten Zeit weiterhin die Aufgabe sein, in Walchwil diesen Leuten die Hand zu reichen und ihnen den Zugang zu unserer Kultur zu schaffen. Und das machen wir sehr erfolgreich. Ich bin im Bike-Club, dort ist unser Präsident Dan. Fasnachts-Hudivater haben wir jetzt einen Holländer und. Also da gibt es ganz Haufen Beispiele, wo ja die Leute schon sehr, sehr gut angekommen sind in Walchwil. Und das ist, glaube ich, unser Erfolgsmodell. Das wäre Punkt Nummer 2. Punkt Nummer 3, die Schule weiterhin Sorge hat. Das ist ein Standortfaktor. Wir brauchen im Moment Schulraum. Wir werden einen neuen Kindergarten bauen. Wir werden eine neue schulergänzende Betreuung bauen. Die Zeiten der Schulsuppe Marie im Sternmatti sind vorbei. Obwohl die Kinder immer noch in der genau gleichen Infrastruktur unterwegs sind. Wie damals, sind es nicht mehr nur Bergkinder, sondern es sind mittlerweile am Dienstag 130 Kinder, die dort zu Mittag essen. Und ja, da sind wir auch auf gutem Weg. Sehr viele wichtige Themen, denke ich. Und eben, wir könnten stundenlang glaube ich, darüber schwätzen. Also und wir haben, Angie und ich, heute über warum machen wir das hier eigentlich? Gesprochen. Ne? Und, da bin ich neugierig. Wir haben wir haben weder einen Sendeauftrag, noch haben wir irgendwie einen Werteauftrag. Wir wollen also die Welt nicht verändern mit dem, was wir tun. Wir sind auch noch nicht zu der Gemeinde gekommen und haben um Geld gefragt. Nö, warum offenbar wir haben ja alles. Wir haben ja alles. Also wir verdienen nichts mit dem. Ja. Nein, pass auf, darum geht es auch nicht. Ja. Also was wir gesagt haben, ist genauso wie es, also wir wollen einfach Geschichten erzählen. Ja. Wir wollen Geschichten erzählen von den Menschen, die hier leben, von den 4000 Menschen, die hier leben, die aus den unterschiedlichsten Ecken kommen, aus den unterschiedlichsten Walchwiler, Schweizer, europäischen und Weltecken, die irgendwas zu erzählen haben.
Aber ich glaube, ganz wichtig, und wir versuchen das ja auch immer so ein bisschen weiterzuentwickeln, ist natürlich auch genau diese, ich finde das Wort Integration immer so ein bisschen schwierig, aber genau dieser Brückenbau. Wenn wir irgendwas zu diesem Brückenbau beitragen können, keine Ahnung, indem wir wir haben ein paar Zuhörer, das werden dann auch mehr werden. So, und ich bin mit Neil und mit Steven vom International Men's Club gut vernetzt, so die sind dann demnächst auch hier und dann erzählen wir was. Wenn es irgendwas gibt, was wir machen können, und sei es, dass wir vielleicht für diejenigen, die nicht auf Cross-Society sind, obwohl ich das auch empfehle, aber einfach Daten vorlesen. Pass mal auf, dann und dann findet das statt, dann und dann findet das statt, dann und dann findet das statt. Entsprechende Menschen hier zu haben, die genau diese, nicht nur Brücken bauen, sondern die Brücken vielleicht haben. Ne? Sagen, pass mal auf. Hey, und ich glaube, es geht auch einfach darum, und das habe ich dir gesagt, jeder Mensch hat eine spannende Geschichte. Und man sieht manchmal aber nur die Fassade und denkt sich dann den Rest. Und das ist ja manchmal auch beim Gemeinderat, oder? Man sieht einfach die Fassade und man hört dann, was wird im Gremium quasi gemacht. Aber wer ist denn der Mensch dahinter? Und inspirierende Geschichten, Lebensfreude, wo man kann anknüpfen kann. Wo man weiss, also an dieser Stelle ganz grosses Dankeschön an euch mit eurer Initiative, mit eurem Werk, was immer ihr da schafft. Also es ist ja grundsätzlich, Medien verdienen ja heute viel mehr Geld damit, wenn sie Leute spalten, wenn sie Gemeinschaften spalten. Das generiert viel mehr Klicks, wenn du Leute zusammenbringen, so wie ihr es macht. Und ihr bringt Leute zusammen, ihr schafft Verständnis, ihr hilft hinter Kulissen zu blicken, ihr bringt Persönlichkeiten einander näher, und das ist etwas, das ist genau das, was wir hier in Walchwil brauchen. Und von dieser Seite her, jetzt von offizieller, amtlicher Seite her, sei euch ein grosser Dank ausgesprochen an dieser Stelle. Wir sind die Beschenkten. Manuel, vielen Dank. Nein, klasse. 21:40 Uhr. Achso, wenn ihr jemanden habt, wenn du jemanden hast, wenn die Kollegen im Gemeinderat jemanden haben oder sagst, nimm den mal ins Studio als Gast oder die mal ins Studio als Gast und dann sprecht mal über dieses Thema. Jederzeit gern. Wir haben eine relativ lange Liste an Gästen, aber wenn es irgendjemanden gibt, wo ihr sagt, das wäre was. Dann müsst ihr mal bei euch reinsitzen. Ja, genau. Da kommen wir sicher irgendjemand zu. Ja. Also jederzeit gern. Ja. Also wie gesagt, 21:41 Uhr haben wir jetzt. Angie, möchtest du eine Schlussfrage stellen? Ja. Ui. Das, Manuel, hast du noch nie gesagt und findest, wäre jetzt heute da am Mikrofon einmal noch wert, dass wir das mit der Welt teilen? Uff. Sagen fast alle. Kurz überfordert, ja, stimmt. Ich habe dich eigentlich gehört, die Frage auch schon stellen. Ich habe mir irgendwie vorgenommen, ich tue mir die vorbereiten. Ich habe es natürlich nicht gemacht. Das macht nichts. Das kann auch einfach sein. Was ist noch nie gesagt? Das ist bei mir sowieso schon schwierig. Etwas, was ich noch nie gesagt habe. Also, lassen wir das weg. Ich habe gerade tatsächlich nichts. Einzig irgendwie, nächstes Jahr sind Wahlen. Ja. Setzt euch einmal mit dem Amt auseinander. Ich finde, als Bürgerin und Bürger hat man viele Rechte, aber man hat auch Pflichten. Und zu den Pflichten zähle ich, mit den Zahlen von der Steuerrechnung allein sind die Pflichten noch nicht da. Tünt euch auch mal damit auseinandersetzen, was ihr in dem Dorf könnt zurückgeben könnt. Und das ist unter Umständen auch ein politisches Amt. Es muss jetzt nicht gerade im Gemeinderat sein. Es werden auch wieder Kommissionsämter vergeben etc. Es ist eine wertvolle Mitarbeit. Wir brauchen die Leute aus dem Dorf raus. Das ist das ist der Secret Sauce von unserem demokratischen System, wo wir ja leider eine sehr tiefe, wobei in Kanton Zug immer die höchste Stimmbeteiligung vom ganzen Kanton haben, und da sind wir in Walchwil auch extrem stolz. Immer. Die Walchwil haben immer am höchsten Stimmbeteiligung. Ja. Und gleich, wenn du an eine Gemeindeversammlung schaust, sind 100, 120 Leute. Und das ist an und für sich schon... Ich muss gestehen, ich bin früher auch nicht gegangen. ich muss das auch gestehen, weil ich halt einfach irgendwie noch Sitzungen und weiss nicht was hatte.
Aber ja, partizipiert an dem Dorf. Es hat einem so viel zu geben. Ich habe das vorher auch nicht gewusst. Ich habe das auch erst durch das Amt entdeckt. Und das gibt einem unheimlich viel zurück. Mehr, als man vermuten würde. Wirklich viel, viel mehr. Ja. Genau, das Wort. Okay. Wundervolles Schlusswort. Ja. Super klasse. Danke. Manuel, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Und danke fürs Dasein. bis mal wieder, würde ich sagen. Mega gut. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja. Danke Danke Sehr schön. vielmals. Merci.